Hin oder her ist mir wurscht, da hat sich schon wieder komplett OBS verschoben, das ist wichtig. Im YouTube-Chat ist irgendein geschissenes Herzl drin. Ich hab noch keine einzige Twitch-Nachricht nicht gesehen. Ich bin gespannt, ob halt irgendjemand auf Twitch ist. Wieso sehe ich mich selber? Hau ab, ich mag mich nicht selber sehen. Pfui Teufel vor dem kreisligen Huren. Moment. Ich möchte ein wenig herdrehen, damit nichts passiert. Es steht schon wieder alles in der Weggeschichte umeinander, das ist ein Wahnsinn. So, schauen wir mal. Oh, doch, da, schau hier! Ein paar Twitchler haben schon noch übrig. Warum jetzt da noch wieder Twitchler sind, erkläre ich gleich. Habe! Ich bin's, 1 Biergau an einem 1 Montag mit ungefähr 400 Grad in der Hosen. Wer bietet mehr? Aber ich war schlau, diesmal habe ich meinen Ventilator nicht hinter meinen Greenscreen gestellt, sondern davor. Jetzt bin ich ganz leicht oblasen, das ist gut. Oblasen ist generell gut, muss man wissen, weißt du selber, was es ist. So, grüß Gott beieinander. Erstmal hau die Ehre an, den Vibe hat den Rotorex, den Capricorn und den Cornelius Schmitzenbaum an in ihrem Flip. An den Leubel, an den Mike, an den Fire, an den Simon, an den Thomas, an den Gitarrenlover, an den Prox, an den Leckmer, an den Firefighter, an den Nettenbauer, an den Mike, an den Ogaret S. Ich weiß nicht so ganz, was das genau heißt, aber es ist mir wurscht. An den Marvel Maniac, an den Firehunter, an den Razy, an den Herrn Winter, an den Herrn Nickelnader, an den Flo, an den Sonntag-Ruhetag, an den Kadavergulasch. Kadavergulasch, ist ein bisschen asozial. Timmy Boy! Was soll das? Merci für den Euro. Grüße zu dir daheim. Merci für den Euro. Schluss jetzt. Birge wird eingeblasen. Ja, von links. Alter, grüß dich, alles fit, bist schon durch mit Diablo 4? Klopper, das ist eigentlich eine wunderschöne Frage. Also ich habe mittlerweile über 100 Stunden hineingebuttert, ich glaube, ich bin so bei 120. Ich habe nicht mehr nachgeschaut, es gibt da irgendeinen Link auf d4armory.io, glaube ich, da kann man genau nachschauen, wie viel Playtime das man hat. Aber das aktualisiert sich irgendwie bloß, was weiß ich, gefühlt. Da können wir einfach mal nachschauen, vielleicht hat es sich schon aktualisiert. Das interessiert mich jetzt selber. D4 Armory, Achtung, log me in. Nein, hat sich immer noch nicht aktualisiert. Last time played am 21.06. Das stimmt halt einfach nicht. Mittlerweile bin ich Level 280 und jetzt ist Content-Ende. Stolzer Lebenssepp! Habe der Biergeist, fucking schöner Stream, Rundinger Held. Das haben wir noch nie gehabt, glaube ich. Hashtag Twitch Ultras. Mehr seht ihr. Jetzt bin ich auf Twitch, einfach weil es kein Wechsel seit neuem auf Twitch, kein Bock mehr auf YouTube. Ich schaue jetzt trotzdem mit, auch wenn du nicht streamst. Extrem an, wir streamen ja diese Woche, also mal kurz dazu. Ich habe mich natürlich mit den AGBs auseinandergesetzt und das ist übrigens falsch, das Wort, oder die Abkürzung AGBs gibt es nicht, es gibt bloß AGB. Ändern sich zum 1. Juli. Und da ändert sich so einiges und nicht bloß, dass man nicht mehr auf mehrere Plattformen gleichzeitig streamen kann. Und eigentlich war ja dazu gestern ein Video gekommen und da habe ich mir gedacht, was, das bauen wir jetzt ein bisschen aus und eventuell wird es ein kurzer Fix und dann schauen wir mal. So, und insgeheim so unterschwellig halt die Information, dass ich so viel Leute erreiche, wie es irgendwie geht, dass wir ab nächster Woche nicht mehr auf Twitch streamen. Also ab 1. Juli gelten diese AGBs und dann AGB! Birge, du Trägerästhetiker Spast! Geht dann nicht mehr. Ich hoffe sehr, dass ich vielleicht, solange wir noch dürfen, streamen natürlich, vielleicht erwische ich noch den einen oder anderen auf Twitch, der es gar nicht mitkriegt. Stimmt, Flipnase, hast du absolut recht. AGBs heißt, das S steht für Scheißdreck. Du Schwachkopf. Schwachkopf schon wieder, was? Alter, was ist denn jetzt da drin passiert? Dragon Crime, ja, seht ihr. Du Schwachkopf! Ja, das ist unkonterbar. Hau her, du fette Kartoffelknädel! Alter, Kartoffelknädel sind das Geilste. Nein, Semiknädel sind besser. Semiknädel, größer gleich Kartoffelknädel. Flea Frankie, merci wieder ein Fünfer. Dragon Crime, merci. Franz, merci wieder ein Zwickel, habe zurück. Leg mir mal, warum hängt denn YouTube so weit nicht neu? Jetzt sagt man wieder keine Mitgliedschaften, ist eh klar, das wird das Sprengen Leberknädel auch geil. Mit 5 Pfund Maggi. Wer frisst seine Leberknädel mit Maggi? Ich friss viel mit Maggi, was man eigentlich nicht mit Maggi fressen soll. Unter anderem auch Schwarzwälder Kirschtorte. Flo, merci für den Resub. Unter anderem Flo, merci für seinen Resub ebenfalls. Habe ich die Ehre miteinander. Aus welchem Loch kommt die denn gerade? Grüß Gott zurück, bin auch wieder da. Flo, Zeit ist geworden. Merci für deine 6 Monate. General, warum es jetzt ein Huber-Flo nicht angezeigt hat, das weiß kein Mensch. Das weiß jetzt wieder kein Mensch. Der Flo geht schon, der General Demon geht auch. Jetzt bin ich gespannt, ob der Fipsi und der Alfarius gingen. Tritt die eine. Da geht's meistens besser. Sechstes! Fipsi geht auch. Merci für den Resub, habe ich dir zurück. Eier mit Maggi, pfui Teufel. Na, hart kocht die Eier mit Maggi. Absolutes Pro-Gamer-Food. Wer das nicht zu schätzen, was ist ahnungsloser. Ahnungslos! Da haben wir mal Varius geht's auch. Komm hin, weiß warum.
Da war ich gehört! Mir hast du wieder ein Reset. Hör mal auch! Alter, 48 Monate, du bist der total geschubst. Auf den Tag, genau. Happy Birger Day to me! Happy Birger Day to me! Happy Birger Day! 4 Jahre Mitgliedschaft! Happy Birger Day to me! Hör mal auch, merci dir. Bei der 4 Jahre ist es schon heftig, gell? Kruzifix, Mann. Dass Leute so lang an einer Internetpräsenz, an Internet-Content hängen bleiben, hätte ich niemals gedacht. Nie fucking mals, Mann. Dankeschön. Glaub mir jetzt im ersten wieder Zückel. Na, Brezenknädel sind der Shit. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben Brezenknädel gefressen. Daumen hoch, Daumen hoch. Du möchtest mir jetzt bitte nicht erzählen, dass du erst vor wenigen Tagen das Kappi gekriegt hast. Das muss ein Witz sein. Die habe ich vor über einem Monat verschickt. Ich weiß von einer einzigen Person, weiß ich noch, dass es noch unterwegs ist, weil das wieder zurückgekommen ist, weil er es nicht abholen hat können. Das weiß ich. Das habe ich nach dem Urlaub nochmal verschickt, das ist noch unterwegs. Müsste aber eigentlich auch schon da sein. Ich habe halt nicht nachgeschaut. Aber, jetzt zeige ich es erst einmal, bitte nicht mit 20 am anschmeißen. Dankeschön! Schluss aus! Für dich, ich habe überall Hundshaar, das ist alles, was ich weiß. Du tragst da mit Katze oder einen Hund von A nach B und dann hier, da. Schau also der verdammte Yeti. Flo, merci dir. Ich hoffe, das Cap gefällt. Viel Spaß damit. Bei uns heißen die Laugenknödel von den Laugenstangen. Schön am Pool und einen reingondeln. Maxi, da bin ich halt auch schon drin gelegen. Wir haben einen Ersatzpool gekriegt. Ha! Reklamation, Batch! Du hast einfach ein Loch gehabt. Weiß kein Mensch, wo das Loch war und wie das zustande gekommen ist, das weiß ich nicht. Ich habe natürlich fachgerecht aufbewahrt. Haben wir einfach einen neuen gekriegt. So wie mir es hier. Das nächste Mal wahrscheinlich kostet das Ding im E-Card 25 € und verkauft den für 200. Schund! Der Fassi schreit, ach so, ja, den muss ich auch wechseln. Ich möchte ja jeden Montag und Mittwoch einen schönen Grüß. Ja, Fassi, den kriegst du. Nochmal, falls jetzt da gerade wieder leider einer schwappt, so bei Twitch vor allem. Ab nächster Woche gibt es von mir keine Twitch-Streams mehr. Ich darf nicht mehr streamen. Nicht jetzt ich persönlich, aber ich darf nicht mehr auf mehreren Plattformen gleichzeitig. Und ihr wisst, ich streame da auf YouTube und auf Twitch gleichzeitig. Ab nächster Woche geht das nicht mehr. Fuck you, Twitch. Was, Dominik, Update, hier geht's. Was? Warum zeigt das scheiß Restream eigentlich keiner Custom-Emoji von YouTube an? Das ist richtig, das ist ein guter Punkt. Das können wir aber. Gibt es überhaupt einen nativen YouTube-Chat, den ich dann da einblenden kann, der dann die Custom-Emotes so zeigt? Wir haben ja dann völlig neue Möglichkeiten, wir müssen ja nicht mehr schauen. Bastel, jetzt wieder ein Resub. Habe Drittel Brügel. Nächsten Monat kriegen wir einen kleinen RCS Birgeli. Hashtag 8. Monat. Dann sag ich, hoffentlich läuft alles gut und hoffentlich wird es ein S. Ich möchte haben, dass es ein S wird. Und ich möchte haben, dass das S, Entschuldigung, did I just assume it's gender. Skazzlebutt heißt mit dem zweiten Namen, das war der Wahnsinn, Alter. Ich komme sogar zur Taufe. Ich taufe es auf Skazzlebutt mit dem zweiten Namen. Komm ich vorbei. Ja, Sakrament, Twitch, Sau, Blading. Du, mir passt es auch nicht. Nochmal, ich kann gerne nochmal darüber sprechen. Mir passt es natürlich auch nicht, dass ich nicht mehr auf Twitch streamen darf. Aber dann, am Ende des Tages, was soll ich dagegen machen? Dann ist mir auch wurscht. Dann fickt's euch, ganz ehrlich. Sie werden schon sehen, sie machen ja nicht bloß das. Es gibt noch einige andere Dinge, da reden wir dann drüber, wenn das Video kommt. Twitchy Boy! Ja, wenn es um Bier geht, kann man nicht mehr aufhören zum Schauen. Da sind 4 Jahre oder mehr nichts. Auf die nächsten 50 Jahre. Also so lange lebe ich nicht mehr, das kapiere ich. Der Don Philippe schreibt, sag mal, willst du die Kartoffelkanone benutzen? Was wieder lol wäre, wenn eine Kartoffel mit Kartoffeln um sich schießt? Du, ich hab Potato, also wir kommen mal langsam in Richtung Spiel. Erstmal vielen herzlichen Dank für die ganzen Donations und Mitgliedschaften und waren neue dabei. Hab jetzt nicht aufgepasst. Egal, habe ich die Ehre an die neuen Mitglieder und alle Leuten und was weiß ich. Wir spielen heute wird's richtig dumm. Ich habe so die Befürchtung, heute wird's richtig dumm. Wir machen ja einen Indie-Game-Sommer. Und ich hab schon einmal so, aber auf YouTube schauen, oder? Also ich hoffe, das muss ich nicht dazu, ich merke schon, bei manchen muss ich so klar dazu sagen, ich höre nicht auf zu streamen. Meine Streams laufen dann nur noch. Niklas, musstest du da dazwischen reinschreien? Jetzt haben wir ein neues Mitglied. Man muss es also einmal erwähnen, dass man neue Mitglieder kriegt. Okay. Niklas! Da war ich geht! Nicky Boy, merci dir für die Mitgliedschaft. Welcome to the Squad. Ab in den Chat, das haben wir schon lange nicht mehr in sauberer und großer Ausführung gemacht. Habe die Ehre, Niklas! Ab in den Chat, wenn ich mitmache, ist er Kartoffelhuhe. So.
Meine Streams laufen dann nur noch auf der Bierbank. So, nochmal, ganz klar und deutlich. Deutlicher kann ich es nicht sagen. Ab nächster Woche, diese Woche darf ich nicht mehr parallel auf YouTube und Twitch gleichzeitig streamen. Twitch verbietet mir das. Nächste Woche gibt es von mir keine Twitch-Streams mehr. Streams kämen dann nur noch auf YouTube. Genauso wie vorher. Halt die Schnauze jetzt! Ohne! Fixletten! Grias aus Österreich. Schluss aus jetzt! Grüß nach Esterarm! Anita, merci dir. Danke dir. Hab ich die... Bist du diejenige, der ich nachgeschrieben habe, wo es passt? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Der Name kommt mir, also der Vorname kommt mir bekannt vor und so unendlich viel sind nicht nach Österreich gegangen, das ist mir eh. Und so viel habe ich nicht nachgeschrieben, sagen wir so, aber da hat auch eine Anita. Ist eh wurscht. Rotorex, merci dir! Wie einigen anderen hilft es auch mir gerade durch eine sehr schwierige Zeit. Meine Lieblingsnachbarn sagen merci. Bei uns in Österreich sagen wir Dankeschön. Dankeschön. Dank der recht schön. Ich danke dir recht schön, gell? So. Herr Rotorex, schnell nicht hängen lassen, was auch immer los ist! Eine beißen, weiter mal! Schluss! Dankeschön, Leute! Ab nächster Woche Montag Streams nur noch auf YouTube, nicht mehr auf Twitch, nur noch auf YouTube. Sollten sich andere Streaming-Plattformen entwickeln im Laufe der Zeit, dann werden wir uns die anschauen. Vorerst YouTube only. Jeden Montag, jeden Mittwoch, wie es das gewohnt bist, ab 20 Uhr! Und ab und zu mal dann jetzt im Sommer eher weniger, aber nach der Sommer... Friseur oder bei Hitchis bist du ja mal fertig gesetzt. Ich mag jetzt da keine Werbung machen, aber kennt ihr Hitchis? Kennt jemand Hitchis? Legendary, Alter. Und ins Mikro essen ist das allerbeste. Lecker, Haselnuss, Erdnuss, Kokosnuss, Haben wir es dann? Ja. Au. So. Das ist das zweite Mal, ich muss noch fertig essen. Okay. Geht doch. Weil ich mir extra herkriegt, dass ich einfach weiter frischen kann, währenddessen sie nicht aufhört. Haben wir es jetzt, ja? Was Herz sagen so ist. Das ist übrigens auch was ich jetzt, angenommen, ich hab kein Hitchis-Sponsoring, ja? Angenommen, ich hätte ein Hitchis-Sponsoring. Weißt du, was man dann nimmer da darf auf Twitch? Hey, die Dinge sind voll geil. Hauen sie sich's rein. Dürfen wir ab nächsten Montag nicht mehr. Ja, geile Scheißdrecksfirma. Hoffentlich geht's am Bauhobby. Hoffentlich übertreiben sie es und es geht am Bauhobby. Franz, merci für den Zwickel mit Goldi, merci für den Zwickel, servus Birger, vielleicht weißt du, dass ich die Depp meiner Freundin Erika nennen darf. Naja, wir sind jetzt verlobt. Alles richtig gemacht. Und jetzt, wo es verlobt seid, fragst du, ob du einen Radetzky-Marsch drauf trommeln darfst. Utz! Das ist ja gar nicht der Utz, das ist der Schutz. Das ist auch nicht. Das ist der Bavarian-Chris. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Warum nicht mehr auf Twitch? Im Ernst jetzt? Weil ich nicht mehr darf einfach. Weil man einfach nicht mehr parallel streamen darf, ab nächster Woche nur noch YouTube. Aus. Das hat man nicht ausgesucht, das ist, was das ist. Herr Schulz, merci wieder ein Resub. Bavarian Chris, merci wieder ein Resub. So, und nach dem Utz ist jetzt Schluss. Da ist jetzt Schluss! Gummi, Fuchsen! Ist das euer Ernst? Gut, ich hab noch viele Hitchis da. Ist noch ein Hitchi? Oh, nix da. Utz, welcome to the squad. Ab in den Chat, habe die Ehre an den Utz. Wer nicht mitmacht, ist raus. Der kriegt einen Bahn. Wohl uns wo die besten Spiele, was die letzten Jahre außer Kimmer sind. Ruti. Was bitte? Was machst du, wenn YouTube nachzieht wie Twitch? Ich stream doch dann bloß noch auf einer Plattform. Was soll denn da YouTube nachziehen? Sollen wir dir Streamen generell verbieten oder was? Ich glaube, ich werde eher weniger passieren. Aber, ja, das sind Dinge, die passieren. Was soll ich machen? Frutti, Potato, wohl eins von den besten Spiele, die was letztes Jahr rausgekommen sind. Da glaube ich, werde jetzt gleich als böse Erwachen kommen bei einigen, weil manche wahrscheinlich nicht wissen, was das ist. Ich weiß ja auch nicht genau, was das ist, aber wir können mal anfangen jetzt! Schnell, au! Weil mir einfach den Finger einzwickt. Kruzifix. So, haben wir da?
Ich glaube schon. Weißt du was? Schalten wir einfach mal um und schauen wir uns das an. Schauen wir uns die Gaudi einmal an. Was es ist. Frutti, merci für den 5er. Uts, welcome to the squad. Kriegst du die Personal Tröte. Pass auf. So, wir sind auf alle Fälle eine ultra brutale Kartoffel. So schaut's aus. Bavarian Chris, merci für den Zwickel. Warum nicht mehr auf Twitch? Ich mache bis Sonntag ein Video und dann erkläre ich es noch mehr. Außerdem erwähne ich es heute noch 25 Mal. Free Frankie. Landshut. Fangst an zu stürmen und zum Gewittern. Ja, bei uns, ich hab's bei uns auch schon gesehen. Was ist jetzt da wieder los? Olli! Ja, und bei ein paar Hosen auf XXX. Was? Bei ein paar Hosen? auf Chatterbait. Ja, Olli, it is what it is. Ich werde dich doch nicht verurteilen. Jeder muss mich schleudern. Der Baumgartner schreibt, 10 nach 8 ist schon lang vorbei, Alter. Ja, ich weiß, ist doch scheißegal. Ja, ist ja gut jetzt. Der Columbus ist jetzt der Letzte, sonst kriege ich einen Vogel. Herr Karl, merci wieder ein Reset. Mr. Columbus, welcome to the squad. Ah, das war die Formel 1 Tröte. Nur für den Columbus. Merci dir! Welcome to the squad! Schluss jetzt! Alerts aus! Wir spielen jetzt Brotato. So, what the fuck is Brotato, Alter? Ich hab nur ein anderes Spiel gespielt, das glaube ich von der Art sehr ähnlich ist. Ich hab keine Ahnung, wie man das Genre nennt. Und es heißt Genre. Und ich möchte nichts anderes hören, du Klappspaten. Du rennst sprichwörtlich im Kreis. Was bitte? Brotato. Okay. Brotato. Ich hab ein bisschen Braut springen. Brotato. Das einzige andere Spiel, das ich auch habe und das ich schon ein bisschen gespielt habe, ist Vampire Survivors. Und wie erklärst du denn das? Herr Bauer, merci dir. Nimm einen Controller, guter Tipp, hab schon 100 Stunden drin, kriegst du aus Österreich. Ja, ich sag schon, ein paar Experten haben schon. Soll ich einen Controller herrichten, meinst du? Achtung. Du sagst? Wenn du das sagst, das habe ich natürlich nicht gewusst. Es hat auch, weil der Sonntag Ruhe schreibt, gute Mucke. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es hat so einen richtig geilen 80er Jahre Future Sci-Fi Sound. Finde ich eigentlich schon ganz geil, muss ich sagen. Wir werden sehen. Wie wir sehen. Der Anonymous LP, merci für den Reset, habe die Area Austrian, ebenfalls merci für 40 Monate. 40 ist schon etwa Zeit. Du hast bald 4 Jahre beieinander. So, Moment, jetzt muss ich schnell da hinten meinen Controller anstecken. Ja, geh halt rein an! Klumpo geschissens. So, funktioniert das? Tatsächlich schon. Also hinter mir ist auch noch mal ein bisschen ein Menü. Ich finde den Blub-Sound schon wieder super gut. Und du rennst im Prinzip in der Mitte umeinander und es kommen immer Waves, also Wellen an Gegner vor rundherum. Und wenn du die da schießt, kriegst du Erfahrung und dann kriegst du zufällig neue Waffen, neue Fähigkeiten und lauter so einen Scheiß. Und du wirst immer stärker und Gegner werden aber immer mehr. Und das Ziel ist, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das bei Brotato auch so ist, aber bei Vampire Survivors ist es so. Und dann wirst du immer stärker und die Gegner werden aber auch immer mehr und stärker. Und das Ziel ist, halt gegen die Zeit anzukommen. Du musst so schnell, so viel stärker werden, dass du die Gegner alle umbringst und so lange überlebst, wie du kannst. Und normalerweise nimmst du dann aus jeder Runde ein bisschen XP und ein bisschen Erfahrung oder Gold oder irgendeine Währung mit aus dieser Runde und levelst dann außerhalb umeinander, dass du generell stärker wirst vom Start weg in der nächsten Runde. Und dann ist das ein ewiger Grind. Und das suchtelt sehr schnell an und da bin ich jetzt sehr gespannt. Also ich sag das ganz ehrlich, ich glaube, ich habe auch 30, 40 Stunden in Vampire Survivors und vielleicht wird sich da der eine oder andere etwas ans Hirn fassen. Wir werden sehen. So, jetzt fangen wir einfach mal an. Fortschritt hier. Es gibt noch 2, 3 Spiele, Newsletter, Community Credits. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir gehen auf Start. Und dann, leck mir Mosch, gibt's so viele Charaktere. Lol. Sammle 10.000 Materialien. Töte 10.000 Gegner. Sammle 5.000 Materialien. 5.000 Gegner, 2.300 Materialien. Also die ersten hat man relativ. Und du schaltest dann immer neue Sachen frei für die nächsten Runden und so weiter. So, also ich hoffe, ich verzeihe keinen Kass nicht. Wir nehmen jetzt einfach mal den Normalo. Kannst verschiedene Charaktere nehmen. Der hat 5 Max-Lebenspunkte, plus 5 auf Tempo und plus 8 auf Ernte. Ernte ist wahrscheinlich der Einsammelradius. Leute, jetzt hört halt auf mit der Donnerei, was ist denn mit euch? Bobby, mir ist wieder ein Reset, 51 Monate. Ja, bist deppert, das muss ich fragen, nicht du. Gut, sie haben die Ehre vom Sound, der hat das harte Earthworm Gym Vibes. Stimmt.
Stimmt ein bisschen. Ich hab's jetzt zwar nicht direkt in die Ohren, aber jetzt, was du sagst. Schau dir noch am Stream mal Battle Bits Remastered an. Hashtag Carport! Scheiß Carport, das ist immer noch nicht fertig. Wie lange braucht's denn jetzt da? Ich kriege ja Wahnsinn. Wie lange brauche ich da? Das musst du mir im Discord nochmal schreiben. Das habe ich da in 5 Minuten wieder vergessen. Jetzt nehmen wir einfach mal ein Normalo. Und da. Oh, okay. Man kann man da schon Waffen ausbauen. Das ist jetzt auf alle Fälle anders wie bei Vampire Survivors. Das ist was das einzige Spiel ist, das ich kenne aus diesem Genre. Genre, Entschuldigung. Messer. Schaden 6 kritisch, das sind ja Melee-Waffen. Ich mache keine Melee-Waffe. Da, eine Uzi hält sich doch gut an. Da, Schusswaffe, Schrotflinten hält sich auch gut an. Was haben wir da? Ein Taser und ein Zauberstab. Schaden 1. Kritisch mal 2. Ja, nehmen wir Uzi. Oder nehmen wir Uzi. Uzi hat sich gut an. Uzi hat auch gerade was gespendet, gibt's die Uzi. Was ist das da? Schwierigkeitsauswahl. Keine Modifikatoren. Wir haben ja noch nichts freigeschaltet. Gewinne einen Durchlauf auf der vorherigen Schwierigkeit. Okay, das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Unten gibt es noch einen Endlosmodus, aber wir fangen halt ganz vorne an. Wir haben dann Normalo mit einer verdammten MP und dann schauen wir, was passiert. Ganz einfach. So, da sind wir nun. Okay. Muss ich das... Man muss halt nichts tun, gell? So, die Dinger muss man einsammeln. Ich kann mit einer Hand spielen. Ich laufe nur umeinander und tue nichts. Er zielt selbstständig. Und egal. Oh, da ist ein Baum. Was ist das? Was ist das? Okay, links oben sind wir am. Was ist das schon? Jetzt Moment, ich muss überhaupt mal den scheiß Bildschirm erfassen. Was zur Hölle ist da los? Welle 1. Okay, das ist auch schon mal anders. In die anderen Spiele kämen die Wellen. Die kämen einfach, werden immer mehr und immer mehr. Links oben, nehme ich mal an, sind unsere Lebenspunkte, dann unser XP-Bar. Wir haben fast Level 2, wir haben 64 so grüne Münzen und 5 so Sackel. Wo da der Unterschied ist, weiß ich noch nicht. So, und nach jeder Wave kannst jetzt du offensichtlich so Sachen auswählen. Jetzt weiß ich, oder die halt verbessern. 3 mehr Leben, plus 3% auf Ausweichen, plus unser Elementarschaden, glaube ich, haben wir keinen. Haben wir Elementarschaden? Ich glaube kaum, dass er Uzi Elementarschaden hat. So, so, Spiel durchgespielt. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann im August. Tschüss dann. Element Blei. Irgendwie ist es auch Bleischaden. Den hätte ich gerne. Was ist Zähne? Ja. Zähne plus ein Lebensabzug. Das heißt, ist das Life Leech? Life Leech ist doch immer gut, oder? Ist Life Leech nicht immer gut? Ja, nimm Life Leech. Probieren wir es einfach mal aus. Einfach um zu sehen, was es ist. Gib ihm. Laden. Welle 1. Neu würfeln. Blitzklinge. Stein. Panikwurst! Angriffe haben eine Chance von 25%, 1x3 Brandschaden zu verursachen. Alienzunge. Sammelreichweite. Ist auch nicht schlecht wahrscheinlich. Jetzt pass mal Obacht. Und du kannst da dann aus diesen Fähigkeiten, also das sind jetzt im Prinzip Fähigkeiten und Basis-Stats, kannst du dir Builds zusammenbauen. Du hast am Schluss dann mehrere gleichzeitig. Also wir haben dann eine Uzi und eine Schrotflinten und die eine schießt in die Richtung, die andere in die. Ja, das ist quasi ein Deckbuilder. Ja, richtig. Absolut korrekt. Die Frage ist jetzt, das ist ja alles Melee. Ich mag keinen Melee-Scheiß. Panikwurst hört sich so super gut an. Aber es ist ja der scheiß Angriff, ich habe eine Chance. Ja, das ist Zwing. Nehmen wir mal Sammelreichweite. So, was ist, nehmen wir mit. Nehmen wir mit, genau. Und für die grünen Punkte, die wir mir eingesammelt haben in der Welle vorher, können wir uns diese Dinger da kaufen. Und ich nehme an, Sperren ist, dass wir es für die nächste Runde aufheben oder dass aus dem Pool genommen wird. Was bei der Reroll, man kann diese neu auswürfeln. Das werden wir mal da, einfach um zu sehen, was passiert. Zack. Dann haben wir einen Diebesdolch, Geisterzepter, Schaden 10. Das hört sich nach Ranger. Fledermaus. Haben wir noch mehr Lebensabzug und kochendes Wasser elementar. Wir nehmen das Geisterzepter. Plus 1 maximale Lebenspunkte für jeden 20. Gegner, den du während einer Welle mit dieser Waffe tötest. Das ist auch stark. Stark, nehmen wir! Ich kann gleich mehr Sachen kaufen. Muss ich mir etwas sagen. Nein, auf Melee gehen wir gar nicht. Die Viecher dürfen gar nicht erst herkommen. So, würfelt man nochmal. Keule, Zauberstab, was heißt das? Schaden verursacht 3x3 Brandschaden. Der niedliche Affe, Chance von 8% OLP zu heilen, wenn du... Nein, das braucht... Wir müssen so stark sein, dass wir gar keinen Schaden erst kriegen. Du kannst kaufen, was Geld hast. Ja, das verstehe ich schon.
Und jeder Reroll wird teurer. Ist er dann nach der nächsten Welle wieder bei 5? Oh, Holzfällerhemd. Bäume sterben mit einem Treffer. Tasche. Beim Aufsammeln einer Kiste erhältst du 15 Materialien und -1 Tempo. Tempo ist wichtig. Da haben wir nur ein MP. Geil, Alter. Doppel-Uzi. Oder wird die dann Level Up? Schauen wir. Ja, tatsächlich haben wir jetzt 2 Uzis, oder was? Komm, leveln die Fähigkeiten? Egal, probieren wir's. Was haben wir da? Der Normalo. Los, Welle, gib ihm. Schauen wir, was passiert da. Jetzt haben wir mit 2. Schau ihm, aber sauber stark. Weiß ja überhaupt nichts. Levelaufstieg. Was bringt mir der Levelaufstieg? Wissen wir noch nicht. Da, Sachen einsammeln. Ist das eigentlich eine Arena oder geht's da auch ein bisschen so endliche wie in. Es schaut mir nach einer Arena aus. Es ist so richtig geil stupide, aber du kannst da haben so schnell so viele Stunden versinkt. Das Speck kostet übrigens 4 Euro. 4 Euro, Alter! So, was haben wir da? Beine. Mehr Tempo. LP-Regeneration. Ausweichen. Max-LP. Gib mir Tempo. 2 sogar schon. Hey. Plus 2 Fernkampfschaden. Plus 5% Schaden. Ja, Base Damage ist immer besser. Und was das Ernte gleich wieder ist, kann mir irgendjemand bestätigen, der es schon gespielt hat, dass Ernte der Einsammelradius ist. Der ist auch nicht so unwichtig, tut ihn nicht runter. Je größer der Radius ist, so weniger weit muss gehen. Aber ich glaube, ich bin für Basis plus 2 Fernkampfschaden. Wo sehe ich denn eigentlich den rechts? Max LP, Lebensabzug, Schaden. Nachher Fernkampfschaden. Wo sehen ich, was die Sachen Schaden machen? Reichweite 10, Tempo 8, Ernte. Nein, Ernte ist die Mechanik, dass du nach jeder Runde Geld kriegst. Verstehe ich nicht. Hemd musst du nehmen, ist einzigartig und kommt dann nicht mehr. Sobald einmal gekauft. Eine Sachen, die weiß ich noch nicht. Ich spiele gerade seit 5 Minuten. Was genau macht Ernte? Ernte bekommst am Ende dazu. Ernte heißt, dass du nach jeder Runde so viel Geld bekommst, wie du Ernte hast. Aber was ist denn Ernte? Ist das da nach jeder Runde, nach jeder Welle oder nach jeder Runde? Eine Runde ist jetzt halt bestehend aus mehreren Wellen, bis wir sterben oder bis wir es schaffen. Während bekommst du am Ende einer Welle prozentual mehr Coins. Okay. Da kann ich was anfangen damit. Range Damage! Mehr Damage, mehr gut. Da nur. Da die scheiß MP. Kann man die wieder verkaufen oder so? Oder habe ich jetzt da 2 MPs mit Schaden 4? Bleibt das so? Außerdem da ist eine Schlange. Was ist das? Der Feuergeschütz. Spawnt ein Geschütz, das Flammen verschießt. 5x8 Brandschaden verursachen. Der mag ich haben! Dafür haben wir jetzt kein Geld mehr. Los, Welle! Spawnt das automatisch? Ich mag einfach mal alles ausprobieren. Wahrscheinlich ist es voll der Schrott, aber egal. Da die Viecher platzen näher auf einen Schuss. Was wollen die? Was wollen die? Da, rein da! Sammle einen Scheiß. Es ist jetzt so geil stupide. Es ist so geil stupide. Das ist genau. Oh, der Baum! Was haben denn diese kleinen Kaktussen da? Ist das, wenn ich Schaden gekriegt hätte? Schaden kriegt man wahrscheinlich. Oh, was ist das? Levelaufstieg! Jawohl, sammle einen Scheiß! Später wird man sich halt nicht mehr recht viel bewegen können, nehme ich an, oder? Ja, easy, oder? Was ist der Alienwurm? Item gefunden. Ach, die sind in der Kisten dann wahrscheinlich drin gewesen. Oder man kann ihn verwerten. Was ist das jetzt? Okay, das eine sind Waffen, das andere sind Items. Plus 3 Maxel, plus Leben, minus 1 LP durch Verbrauchsgegenstände wiederhergestellt. Ich will ihn nicht haben! Tu weg! Was haben wir da? Plus 2 Technik. Was ist denn Technik, Alter? Ach, das war unser Spawn-Turm-Schaden wahrscheinlich. Elementarschaden, Fernkampfschaden, 3% Crit-Chance. Crit-Chance haben wir noch gar nicht. Gib ihm. Crit-Chance ist immer gut. Boah, lecker Brett! Habe ich Fähigkeiten, die ich benutzen muss? Cyberball, Chance von 25% einem zufälligen Gegner einen Schaden zuzufügen, wenn ein Gegner stirbt. Muss ich die Items benutzen oder macht er das von selber? Ja, da räumen wir mal. Da, Doppelaufschrotflinte 2! Und der Helm! Hab ich den dann auch auf? Oh, lecker, der Igel! Oh Mann, er ist so cute. Oh Mann, schau dir den kleinen Igel, er ist so shit zeichnet, er ist so lieb. Er ist so lieb. Schau dir noch. Und den können wir uns nicht leisten, ich mag die doppelleifige. Wahrscheinlich kann ich 6 Waffen, er steht daneben, kann 6 Waffen tragen. Okay.
Mehrere können wir jetzt eh nicht tun. Und wie kann ich, oder wie hätte ich... Oh, plus 20 Reichweite. Verdammt, das habe ich nicht gesehen. Wenn du mit die Werte an der rechten Seite markierst, bekommst du einen Tooltip mit Erklärung. Kann ich da... Kann ich mit der Maus... Ah, geht mit dem Controller nicht gescheit. Nahkampfschaden... Lebensabend, schauen wir mal bei Technik. Erhöht die Stärke deiner Konstruktion. Ah, okay. Weitere Primärwerte wirken sich nicht auf Konstruktionen aus. Sekundärwerte aber schon. Durchschlag, Abprallen, Explosionsgröße und so weiter. Ja, ich sehe schon, das ist ein bisschen komplexer aufgebaut als Vampire Survivors. Und Geschütze wird es mehrere geben und nicht bloß das Feuergeschütz. Und dann kannst du ein Bild bauen mit nur Geschützen. Ja, okay. Kann schon ganz witzig sein. Jetzt machen wir erstmal Welle 4. Auf geht's, Welle 4. Doppelgeleifige Schrubblenden ins Fressbrett. Oh, da ist unser Turm. Ich erhalte jetzt auch schon ein bisschen mehr aus. Aber schon gespannt. Müssen wir so viel töten, wie es geht. Geht eh so schnell. Hab jetzt Schaden gekriegt. Baum immer gut. Und vielleicht sollten wir in der Nacken von unserem Turm bleiben. Dann machen wir mehr Schaden. Hab ich gehört. Also, oh, zum Baum müssen wir gehen, glaube ich. Wir haben ja immer nur eine gewisse Zeit. Okay. Es ist nicht wie viel Viecher, das ich umbringe, sondern Zeit läuft ab. Das heißt, ich muss schon rundherum laufen. Okay. Dann 5% Crit. Kriegen wir jetzt da 5 drauf oder haben wir wieder einen 5? Werden wir gleich sehen. Jetzt haben wir 8% Crit Chance. Crit ist das Beste. Dann noch mehr Doppelleifige. Was denn sonst? Ein ins Viech. Narbe. Plus 20% EP Gewinn, minus 8% Reichweite. Würfeln wir mal. Haben wir noch einen Revolver. Wir können uns einmal auf Schusswaffen konzentrieren. Unseren komischen Geistscheiß da. So, wir können... Ja, hover mal über deine Waffen, dann siehst du einen Set-Bonus. Kombinieren. Wir kennen das mit dem Controller. Das muss ja mit dem Controller auch gehen, oder? Jetzt haben wir schon Doppellauf-Schrotflinten. Machen wir so. Kombinieren. Haben wir halt 5 Schaden. Reichweite geht durch den T. Ja, ich sag schon. Konzentrieren wir uns auf Schusswaffen. Was nehmen wir noch mit? Die Kaktuskeule. wir nehmen einen Revolver noch mit. Nehmen einen Revolver mit. Nur Schusswaffen. Probieren wir einfach mit nur Schusswaffen. Ja, jetzt pass auf. Los geht's. Da stellen wir den Turm auf. Da bleiben wir stehen. Ja, wir müssen mal laufen. Wir haben bloß 35 Sekunden Zeit. Schneller. Mehr Tempo. Mehr Effizienz. Level up. Oh, da liegt der Kisten. Die nehmen wir natürlich mit. Baller rein. Eine mit der Schrotflinten. Gib ihm. Ah. Sehr schön. Ausweichen. Es spielt sich übrigens super cremig. Gut, das ist ja da. Oh, wir haben ein Achievement. Töte 300 Gegner. Haben wir ja quasi was freigeschaltet, oder? Nein. Ich sag schon, ich brauche mehr Tempo. Landminen! Eine Landmine spawnt alle 12 Sekunden und verursacht 10 Schaden. Die alle 12 Sekunden, die spawnt dann 3-mal pro Ding. Verwerten! Dreck! Nochmal 3% Crit. Plus eine Rüstung, Maxeli, brauche ich nicht. Fernkampfschaden war schon nicht so schlecht. Aber Crit-Chance, beste, wo gibt. Was haben wir da? Plus 8% Schaden. Augenverbesserung, Reichweite. Reichweite nehmen wir auch mal mit dazu. Oder spawnen die blauen auch bloß wieder Seiten. Gut, da müssen wir ein paar Mal spenden, dass wir das auskriegen. Ich hätte jetzt gern... Glück. Was kann Glück? Wollte ich da noch nachschauen? Beim Töten von Gegnern ist deine Chance, Items oder Verbrauchsgegenstände zu finden, um 0% erhöht. Erhöht zudem die Seltenheit von Items im Laden und verbessert... darum ist am Anfang Glück so wichtig. Rein mit dem Lack. So, was haben wir da? Schon wieder Doppellauf-Schrotflinten. Ja, rein damit. Was haben wir da? Zielfernrohr. 2 Fernkampfschaden, 25 Reichweite, aber weniger Angriffstempo. Das gefällt mir wieder gar nicht. Ist mir wurscht. Das probieren wir jetzt einfach einmal aus. Los! Nein, das wollte ich nicht. Kann man da schon kombinieren? Nein, man braucht immer 2 vom gleichen Typ, oder? Damit man kombinieren kann. Ja, dann ist das vielleicht gar nicht so schlau gewesen, dass wir da bloß einen Slot freilassen. Jetzt brauchen wir zwangsweise. Kann man die Dinge wieder verkaufen? Ja, tatsächlich. Der scheiß Zauberstab interessiert mich nicht. Wir brauchen bloß Peng, Peng. Und Geschütze. So, gib ihm. Da haben wir schon dabei. Rauchweite. Mehr Rauchweite brauchen wir. Mehr Viecher brauchen wir auch. Gib Viecher. Sammle 300 Materialien. Bin schon dabei. Alter, wir haben mittendrin. Schau's da an.
Und jede Runde werden die Viecher natürlich stärker, nehme ich mal an. Und mehrere nehme ich auch mal an. Da, was kriegen wir mit dem scheiß Kaktus eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Also mit dem Bam zusammen. Hab ich auch noch nicht ganz verstanden, was der Bam kann. Wir kriegen die ganze Zeit Achievements. Aber voll brutal. Super awesome. Das muss auf alle Fälle jedem... Es ist so geil stupide, aber es ist so lustig. Da hat Vampire Survivors einfach ein richtig... Ah, jetzt ist mir gerade was aufgefallen. Das müsst ihr mir jetzt auch erklären. Die grünen Punkte, die Materialien, die ich einsammelt, das sind die 203. Die in dem Sackerl drin sind, das sind die ich ling los, die nur ling, wenn die Runden vorbei ist. Ist das die Ernte? Verstehe ich das richtig? Beim Heilkisten geben Skills, nope. Also das hat nichts mit der Ernte zu tun. Was heißt das dann? Kriege ich die 35 oder haben die weg? Ist das bloß zu mir zum Mut sagen, wie dumm dass ich bin, dass ich den Rest liegen lassen habe? Die im Sack bekommst du im nächsten Mal, beziehungsweise kannst da auch einsammeln. Vampire ist es aber nimmer so gut nach den ganzen Updates. Ich hab's vor kurzem gerade erst einmal gespielt, wieder. Ich find's immer noch ganz nett. Harvest ist ein eigener Skill. Mouse over bei Harvest. Moment, ich schau mal kurz, wo ist... Haben wir da überhaupt Skill, Augen, Brust, Reichweite, Glück, Ernte. Am Ende einer Welle erhältst du 14 Materialien und EP. Erhöht sich bis Welle 20 mit jeder Aktivierung um 5%. Ah. Das heißt, ich kriege einfach ein Grundeinkommen durch den Skill Ernte. Oder Harvest. Wie es der Englisch-Pro-Gamer von Welt gern sagen darf. Aber was der ich sag? Ich nehme natürlich die 555 Nase mit 5% Glück. So, was haben wir jetzt da? Dynamit, Explosionsschaden, können wir nicht brauchen. Hand, können wir auch nicht brauchen. Ziegenschädel, 3 Nahkampfschaden, Elementar können wir alles nicht brauchen. Nein, wir reinwürfen. Gartenschere. Epische Gartenschere, nice. Können wir auch nicht brauchen. Plus 6% Schaden, können wir auch nicht brauchen. Neu würfeln. Messer können wir nicht brauchen. Hässlicher Zahn. Wird ein Gegner getroffen, sinkt sein Tempo um 10%. Slow. Slow ist wichtig, wenn die Viecher nimmer auf einen Schuss sterben. Das probiere ich jetzt mal aus. Das Slow ist mit Sicherheit ganz gut brauchbar. So, was haben wir? Ich brauche Schrotflinten, brauche ich! Oder Uzi! Max LP, minus 4 ausweichen, wenn wir sowieso 0 ausweichen, kauft man das. Max LP, kann nicht schon, weiter geht's. Peng, peng! My name, Sir Pengalot. Und mehr Tempo kann man auch brauchen. Ich muss einmal schneller gehen, das ist ein Wahnsinn. Wir sollten nicht alles, jemals alles einsammeln. An diese Dinger eigentlich... Ja, ich merke schon, jetzt kommen noch ein bisschen mehr Viecher. Aber sie sterben alle nur recht schön auf einen Schuss. Vorher war doch im Bama so eine Kisten drin, oder nicht? Haben wir gerade ein bisschen Damage gekriegt. Also immer wenn die Viecher in einen reinlaufen, kriegt man ein bisschen Schaden. Das darf natürlich nicht passieren, das ist der Sinn der ganzen Geschichte und jetzt werden die Viecher schon zeigen, merkt man schon. Dass die nicht mehr aufs erste Mal platzen. Stellen wir uns einmal da. Oh, Skill. Kiste. Schrotflinten reinballen. Schrotflinte reinballen. Ja, Wabi. Oh, was ist da? Flügel. 10% Tempo, 30% Reichweite, minus Elementarschaden. Scheiß auf Elementarschaden. Rein mit dem Flügel. Plus 5 Erde, plus 10 Glück. Und Tempo. Ja, gib Glück. Glück ist wichtig, haben sie gesagt. Dann haben wir einen Banner. Weil wie viele Items kann man nehmen? Unendlich oder was? Kann man die auch irgendwie... Ah, was haben wir hier? Jetzt habe ich aus Versehen auf nächste... Au! Der Charge. Was ist mit dem? Jetzt habe ich aus Versehen auf nächste Runden gedrückt. Ja, ist eh wurscht. Ah, der Charge... Okay, immer in Bewegung bleiben. Jetzt werden Gegnertypen schon andere. Oh, da schießt auch schon was. Oh, da kriegen wir einen fetten Happy Leppy, das sagt er eh. Da gibt's den fetten Happy Leppy. Schieß die Typen zusammen, da gibt's mehr Punkte. Einen Baum kann man mal brauchen zum Heilen. Nicht sterben. Das Trefferfeedback ist nur irgendwie schlecht, wenn man selber getroffen wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Hab noch nicht so ganz kapiert, wann ich da getroffen wird. Kann da mal der Ton her sein. Gib ihm. Na, oh! Aber wir haben da oben 3 Charge-Typen, du kannst mir gerne ab da, das brauchen wir. Na, geh weg! Ah! Ah! Ballern! Weg mit einem bist du! Epileppi, aber happy, das ist richtig.
So, Max LP, Tempo, Crit Chance. Mein Angriffstempo ist auch schon so schlecht beieinander. Also die Werte können auch ins Minus gehen, ganz rechts. Also minus 6 Angriffstempo ist vielleicht nicht so geil. Ich darf gerne schneller laufen, ich sag das ist, oder Crit-Schaden. Crit-Chance. Wie viel haben wir dann? 18%. Jetzt meine ich jetzt langsam Zeit für... Oder Rüstung oder mehr LP. Ah! Ich weiß nicht, was soll ich machen? Mehr Damage ist mehr gut. Mehr Damage, mehr gut. Das scheiß Zepter, der scheiß Zepter kann seinen Arsch einschirmen, das ist voll der Müll. Was haben wir da? Geisterflint. Das Melee-Schaden können wir nicht brauchen. Minus 5 Reichweite auch nicht. Neu würfeln. Riposte, Nahkampfschaden, Rüstung und Ausweichen. Ja! Lederweste, her damit. Plus 6 Schaden nach Reichweite. Projektilen können einmal... Oh! Projektile können einmal öfter Ziele durchdringen. Minus 20% durchschlagen und minus 5% Schaden. Also wir haben generell ein bisschen weniger Schaden, aber unsere Kugeln fliegen durch Gegner durch und treffen die dahinter auch. Und das kauft man. Das ist immer gut. Das ist immer gut. Neu würfeln. Ja! Schrotflinte! Und dann kombinieren! Dann haben wir blaue Schrotflinten. Kann man eigentlich dann... Kann man 2 epische Schrotflinten auch kombinieren? Erhalte 20% deiner Materialien am Anfang einer Welle, funktioniert ab Welle 20 nicht mehr. Weiß ich nicht, ob es das bringt, aber den nehmen wir so mit. Und die Uzi, hoppala, die Uzi nehmen wir auch mit. Also ich gehe mir schwer davon aus, dass man dann 2 blaue Uzis zu einer epischen macht, 2 epische Uzis zu einer Legendary Uzi und immer so weiter. Ja, rein! Schauen wir mal, was passiert. Ich will mal ausschauen. Man sagt die Items sogar an der Kartoffeldrose gerade. Also nicht bloß Waffen, sondern auch das Ziel für einen Rohr, den ganzen Scheiß. Da schau dir das an, wenn wir abbauen! Mehr Crit Damage, Bitch! Gib! Kennst du gerade alle her? Wann jetzt eigentlich die größeren Gegner? Wann die wieder hinkommen? Wir müssen... Oh, wir brauchen mehr Attack Speed. Mehr Attack Speed! Da, das steht dem scheiß Charger, schießen wir gleich mal mit der Schlupflin ins Maul. Du Huren! Ja, aber man muss jetzt da einige... Ah! Skill! Nehmen wir mit und mal ein bisschen zu unserem Turm zurückziehen. Sehr schön. Ja, und dann alles auf einen Schlag. Diese gute Taktik. Das sind die guten Taktik. Oh! Das sind die guten Tactics. Alles auf einem Haufen und kurz bevor man nicht stirbt. Ah! Am Schluss werden es aber nochmal schnell ein paar Pfui, gell? Oh, da, das ist Kisten. Da rampelt man einfach durch. Das ist mir wurscht. Da rampelt man mir einfach durch, aber ich sag schon, man muss ein bisschen auf Leben und auf Rüstung angehen. Ja, ich sag schon. Metalldetektor. Chance von 5%, den Wert aufgesammelter Materialien zu verdoppeln. Plus 6 Glück, plus 2 Zähne, minus 5 Schaden. Wir können uns kein Schaden. Aber den Wert aufgesammelter Materialien zu... Ja, wir haben kein Materialienproblem, wir haben ja so ein ich halt nichts aus Problem. Leute, wie viele Donations haben wir schon wieder was sagen? Timmy Boy, mir jetzt wieder ein Euro. Erster Epileppi, zweiter Epileppi, alle sind beim Epileppi dabei. Marvel Man, merci wieder ein Fünfer. Hat mich voll gefreut, dass der Mika gespannt hast, dass ich Montag nicht da war. War sauber spät und hab nachgeschaut, so, und jetzt weiter zerpübeln. Ja, sagst du das? Jetzt darf mir Ibos Dinger da und darf meine Pappen einmal nicht kennen. Der Wieser, merci wieder ein Sechser, ich hoffe, du bist noch da. Der ist aber jetzt, hab ich Urlaub genießen, die Freien fort und ich genieße die Unterhaltung im Stream. Hoffe, ich komme lebendig an. Ja, I have a very bad feeling about this. Und die Leuchtrauschkugel, merci wieder ein Resub. Servus, Geburtstagsfressen beendet. Alles Gute zum Geburtstag. Uzi, die habe ich schon gesehen. So, jetzt passen wir obacht. Technik ist nicht so schlecht, wenn du mit Tourist spielst. Ein Mix ist in dem Game nicht so geil, entweder oder. Ja, ich denke es mir. Das ist jetzt meine erste Runden, jetzt los mich. Kubala Sepp! Für deine Verhältnisse mit einem halbwegs humanen Betrag, das ist ganz was Nice. Nimm's einfach. Ich hab wieder zu viel Geld und ich glaube, du brauchst mehr als ich. Lol. Dann nimm es einfach und sag nix. Kubala Sepp, merci dir. Bussi aufs Nussi. Metalldetektor, mir gefällt minus 5 Schaden nicht. Wir haben ja schon minus 5 Schaden. Was haben wir da? Max LP, Ausweichen. Scheiß auf Ausweichen, Alter. Nehmen. Was haben wir da? Reflexe. Ja, Attack Speed, 15%. Rein ins Viech. Was haben wir da? 12%. Schaden, Ausweichen, Ende. Ja! Da haben wir nur den geilen Scheiß. So. Zielfernrohr. So ein Zielfernrohr haben wir ja schon. Kann man die dann auch kombinieren? Wir haben schon eine Reihe wieder angegriffen. Das ist wieder minus Attack Speed. Mach ich nicht. Minus Crit Chance. Max LP, Schaden, Rüstung, Tempo. Schießt alle 3 Sekunden 6 Alien-Augen um dich herum, die jeweils
24 Schadenwut. Das ist ja voll geil. Mehr Alien-Augen. Rein damit. Hört sich gut an. Schauen wir, was es sonst noch gibt. Geisteraxt. Wir könnten mal aber die nächste Runde spielen wir komplett auf Melee. Also nur nicht ohne Schießen, sondern nur mit Hacke. Timmy Boy! Wo kam das nochmal her? Weiß ich nicht mehr genau. Weiß ich auch nicht. Weiß ich nicht. Fernrohr ist es schon wert. Auch 2 Fernrohre. Ich weiß es nicht. Ich muss jetzt herausfinden, wie sie die Negativ-Stats auswirken. 5% Ausweichen, Chance auf 500 mitzuhören, wenn du einem Angriff ausweichst. Ja gut, das wird nicht funktionieren ohne Ausweichchance. Kleiner Muskelprotz. Nahkampfschaden, nein, können wir nicht brauchen. Stock und die Axt auch nicht. Noch mehr Rollen. Der Schredder! Schaden 7. Projektile haben eine Chance auf 50% beim Auftreffen zu explodieren. Was ist das da ich sag? Die haben jetzt den da, den wir mal verwerten. Dann kaufen wir uns einen Schredder. Oh, und der kleine Frosch ist auch voll brutal. 20% Sammelreichweite, 10% Ernte, minus 5 Ausweichen. Scheiß auf Ausweichen. Nochmal würfeln. Der Schmup. Was ist denn der Schmup? Die Fruchtzwiebel. Maus. Was plus 10% Gegner? Was ist denn das für Scheiß? Ein Garten. Spawnt einen Garten, der alle 15 Sekunden eine Frucht erzeugt. Braucht auch kein Mensch. Nochmal würfeln. Der Wanderbot spawnt einen kleinen Bot, der Gegner in der Nähe verlangsamt. Ja! Das ist der Scheiß, den ich haben will. Tu da einfach rein. Schauen wir, was er kann. Einfach irgendwas zusammenbaut. Aber ich hätte gern mehr MPs und mehr Schrotflinten, damit ich mal mehr Gegner, mehr Moneten. Ist auch wieder richtig. Ist generell auch wieder richtig. Egal, nächste Welle. Reinballern. Gib ihn. Ah. Ach, der kleine Bot bleibt um mich rundherum und der slowt irgendwie Gegner. Da gibt er uns einen Damage. 4 platzen wieder instant fast. So, einsammeln. It's time to sammeln. Schüssel. Gib ihm. Aber lass mich alle runterkommen. Lass mich alle da so ins Eck runterkommen. Kommt zum Beispiel brav alle zu mir. Da ist brav. Wenn die Charger natürlich kommen und da ins Eck eine stürmen, das ist natürlich nichts. Da greifen wir die nur an, wenn ich nah ohne gehe. So nicht, Kinder. So nicht. Oh, das ist aber schon ein wenig eng, gell? Du willst schon ein wenig eng da! Oh, ich hab ein bisschen Damage gekriegt, scheißegal. Solange wir nicht sterben. Da kommen wir dann schon aus, wenn es passiert. Oh, vielleicht kommen wir aber da nicht aus, wenn es passiert. Zeiger sammeln, scheißegal, ob wir Schaden kriegen oder nicht. Sehr schön. Sehr schön! So, was haben wir da? Plus 45 Reichweite, Attack Speed, Ausweichen, Tempo. Ja, 45 Reichweite ist schon massiv. So einen großen Wert haben wir noch gar nicht gehabt. Ist Reichweite da hinten? Ja. Nehmen wir. Schubflinte! Ja, da muss ich wieder was verkaufen. Das ist jetzt dumm. Weißt du was? Den scheiß Revolver verkaufe ich jetzt. Revolver verkaufen. Schrotflinte rein. Kombinieren. Jetzt ist die Frage, ist ein Legendary Schrotflinten... Sagt man das? Schusswaffe. 40 Reichweite. Na, bei mir kombiniert, der Luke Shark Attack sagt, das ist kombiniert von allein. Bei mir kombiniert es nicht. Von allein. Ach so, wenn ich keinen Slot mehr frei habe, kombiniert das. Ja, okay, das ist aber nicht gut. Ja, gut. Hätten wir vielleicht auch mal testen können, aber weiß das eh. So, der kleine Frosch, den haben wir schon einmal, den nehmen wir gleich noch mit. Ah, die Stacken. Das sind übrigens die Items, die wir kaufen und die stacken auch. Vorher habe ich mir ein Item nicht doppelt gekauft, vor allem das scheiß Fernrohr, das ich schon hab, weil ich gemeint habe, das braucht dann einen Item-Slot. Birge, du Vollidiot. So, Alien-Zunge, Sammelreichweite 30%, nehmen wir mit. Was haben wir da? Der Alien-Wurm stinkt. Noch mehr Rollen. Oh, Lasergeschütz. Der Heilungsgeschütz. Okay, Spawn ein Geschütz, dann zwischen der Kugel. Können wir uns das leisten? Tatsächlich, können wir uns leisten. Kauft mal. Haben wir schon 2 Turrets. Turrets heißt übrigens Türme. Die Türme, die wir aufstellen, die von selber schießen. Eine Uzi kann man mit noch mehr brauchen, damit wir da mehr Legendary haben. Nächste Welle! Ballern! Jetzt haben wir schon 2 Turrets. Oh, jetzt sind aber auch noch die Gegner da. Oh, explodieren die mit Dornen? Sehe ich das richtig? Haben die Dornenschaden, die Wichser? Wie soll ich denn da einen Melee spielen? Ja, baller einfach. Baller einfach rein. Einfach im Kreis laufen und ballern. Im Kreis laufen und ballern. Das ist genau das Richtige für meine 58 Grad in der Unterhosen. Ah, nicht in den Viecher einlaufen, du Idiot. Gib ihm. Alles mit, nimm alles mit.
Ah, lasst mal mehr in meine Turrets ein. Nein, nicht mit einsperren. Nicht mehr einsperren. Nein, mit dem nicht einsperren. Dann nehmen wir mit. Nicht mehr einsperren. So, in den letzten 5 Sekunden chargen wir einfach durch die Viecher durch. Da ist uns der Damage dann wurscht. Machen da verschiedene Viecher eigentlich auch mit mehr Schaden oder so? Ein Epileppi, 2 Epileppi. Wird schon. Turret-Syndrom. Mehr Crit-Chance, mehr Ausweichen, mehr Attack-Speed. Ah, mehr Crit-Chance. Krone. Einzigartig. Die Ernte am Ende einer Welle wird zusätzlich um 8% erhöht. Kaufen! Tasche. Beim Aufsammeln einer Kiste erhältst du 15 Materialien. Elementarschaden, Crit-Chance, minus 3 Schaden. Na, müssen wir noch mal rein. Augenbinde, Kürbis, Durchschlagsschaden. Kann den Basisschaden nicht übersteigen. Wir haben ja grundlegend Projektildurchschlagung, gell? Ausweichen, Reichweite, den Kürbis nehmen wir mit. Los! Nächste Welle! Jetzt wird nur noch eine Was spawnen da jetzt 3 Sachen? Das ist nicht ganz verstanden. Was auch noch ein bisschen blöd ist, dass die Turrets irgendwie komplett random irgendwo auf der Map spawnen. Und überhaupt nicht oft schießen. Vielleicht sind Turrets gar nicht so geil. Außer man findet mehrere Items für Turrets irgendwie. Ich bin auf alle Fälle jetzt schon wieder hooked as fuck. Es ist so geil dumm. Es ist einfach so geil dumm. Da muss man einfach da aus dem Kreis laufen, schießen durch von selber. Bang, 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 bang. I'm a simple man. I see a lot of bang, bang. I like. Aber es ist ja witzig. Es ist. Wer ist denn. Wie gibt's denn das, dass man auf dieses Spielkonzept, auf dieses Genre erst 2021 gekommen ist? Darfst du das überhaupt? Ja, da ist eine Kiste, die müssen wir mitnehmen. Passt schon. Kaum ist Protector auf so 1.0 Release, schau das einmal an. Ich hab gar nicht gewusst, dass die auf. Ich hab einfach gedacht, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, das der Benzintank, Schrott, weg, Ziel für einen Ruhe! Das haben wir vorher schon mal gehabt, aber da ist aber minus Attack Speed drauf. Das ist dumm, aber das nehmen wir jetzt trotzdem. So, was haben wir da? Plus, dann nehmen wir einfach da wieder. Nehmen wir mal plus 12 Schaden. Ist hoffentlich Base Damage. Das heißt, der Crit wird her. Doppellauf Schrotflinten! Mehr Schrotflinten, Kinder. Pflanze. Lebensregeneration. Plus 12 Schaden. Neu würfeln. Gefährlicher Hase. Einmal kostenlos neu würfeln im Laden. Das zahlt sich schon aus mittlerweile. Ausweichen, Schadenstein. Ach, man kann so viele Items kaufen, wie man will. Da kommt der Scrollbalken. Ja, das muss er mir etwas sagen! Neu würfeln 0. Was haben wir da? Geisterzelt. Da, Schrupplende! Na, nicht sperren. Ich kann's wieder nicht. Was du was? Den scheiß Schredder braucht auch keine Sau. Weg mit dem Schredder! Mehr Schrotflinten! Wir machen nur Schrotflinten, Alter. Schrotflinten und Uzis. Wie viel haben wir noch? Können wir nochmal würfeln? Ein Pistolen hätten wir auch noch gehabt. Ja, kann ich mir nicht leisten, hilft nicht. Speer Baby mit Bart! Was ist das eigentlich für ein geiler Scheiß? Warum eigentlich ein Baby mit Bart? Wenn ein Gegner stirbt, feuert die Leiche eine Kugel ab, die 8 Schaden verursacht. Was? Minus 50 Reichweite, du kannst mich mal. Nächste Runde. Kombiniere die Schrotflinte. Ja, aber welche denn? Die 2 blaue. Schau so, wir haben ein Schrotflintenhausen jetzt. Ja. Ich sag dir nur a lot of pain, wenn dann kaufe ich halt nächste Runde, ist ja eh wurscht. Ich habe jetzt noch nicht den Eindruck, als wäre man kurz vom Abnippeltod. Vorbei sein wird jetzt wahrscheinlich, wenn wir einmal sterben, oder? Dann ist die Runde vorbei und dann fangen wir wieder von vorne an. Ich bin ja gespannt, was man mit Aussehen nimmt und was man draußen tun kann. Also was man außerhalb irgendwie leveln kann, dass man außerhalb von so einer Runde mit mehreren Wellen Progress machen kann. Das ist ja auch das, was die dann so ein bisschen aufhängt. Oh, jetzt wird's aber da, da haben wir so einen panzerten Dicken. Waren unsere Turrets. Turrets! Turrets! Da ist unser Turret. Da in den Hatten vielleicht aufhalten, dann stimmt 4 vielleicht immer ein wenig schneller, wenn der mich schießen hat in seinem Leben. Da haben wir auch noch keine Upgrades irgendwie gefunden für Turrets. So generell so. Ah, passt schon. So, was haben wir da? Ausweichen, Reichweite, Fernkampfschaden, Tempo. Was machen wir mit dem Tempo? Was haben wir? Silbergürtel, Schaden gegen Bosse und Elite-Gegner. Nehmen wir mit. Das ist immer gut. Kleiner Frosch, nehmen wir auch mit. Pistole, nö.
Neu würfeln. Gelb, Schrotflinte. Schrotflinte, gelb. Und ein Traktor. Plus 40 Ernte, minus 8% Schaden. Neu würfeln. Oh ja. Oh ja. Machen wir jetzt so. Dann haben wir 2 blaue. Und jetzt werde ich ein Rat befolgen. Ich hab's vorher dann schon verstanden. Kombinieren. Und jetzt kann... Na! Jetzt kann ich nicht kaufen! Und dann muss nächstes Mal herhalten. 2 mal lila wird zu rot. Ja, jetzt habe ich ja einen Slot frei. Ich bin mir heute nicht sicher, ob auf dem aktuellen Stand nicht 2 lilane Schrotflinten stärker sind wie eine rote. Das werden wir jetzt einfach testen. Kombinier's. Bam, Alter! Ich check bloß nicht ganz. Ich merke gerne die Werte vor. Also, da haben wir es eh nebeneinander. Jetzt passen wir auf. Schaden 13 mal 4, 18 mal 6. Ja, das spiel einfach unten und sehen wir es schon. Hat jetzt schon kurz einmal den Eindruck gemacht, als hätten die Viecher alle One-Shot draufgehen. Alles einsammeln, alles muss gesammelt werden. Okay, werden schon mehrere. Es ist so ein simples, dämliches Spielprinzip, aber es fixt dich mit der Looter- und Sammlerei sofort so hart an, dass du einen Vogel kriegst. Und für 4 Euro. Ich wiederhole. Oh, das sind ja Gegnerschuss. Ah, oh, jetzt kriegen wir aber viel Schaden. Ah, Welle, geh mal. Wir müssen mehr Tanky gehen. Ich muss da das Zeug einsammeln damit. Ja. Kiste. Ah, das war jetzt nicht gut. Jetzt waren wir aber knapp an der Grenze. Traktor, Ernte, minus 8% Schaden. Verwerten. Verbesserung, für den Nahkampfschaden, Rüstung. Gib's mir 1 Rüstung. 10% Crit-Chance. Plus, minus 1 Rüstung. Noch mehr Level 3 MP. Ach, das ist die von vorher, du Vollidiot, Birger. Ja, Crit ist alles. Rein damit. Dann nehmen wir noch die MP mit. Neu würfeln. Heilungsgeschütz. Flügel haben wir schon einmal gehabt. Müssen wir sperren. Noch eine Schrotflinten, die haben wir jetzt auf blau. Für Tankiness haben wir absolut gar nichts gemacht. Nächste Runde werden wir einfach sterben. Los geht's. Schauen wir mal. Ballern! Ja, die Viecher sterben eigentlich schon recht ordentlich. Schau dir so. Wenn du mal in so einen Haufen reinschießt, also die etwas größeren Gegner, die selten ab und zu mal dazwischen spawnen, sterben auch eigentlich instant. Wir brauchen halt einen konstanteren Schaden. Das heißt, dass wir nur immer am Schießen sind. Dass da durchgehend geschossen wird. Und was mich völlig fertig macht, ist die Viecher, die schießen. Alter, ich bin zu alt für den Scheiß. Das ist ja fast mein Auge nicht mehr, wo die scheiß Dinger herkommen. Also schießen die Viecher ein, das letzte. Tut mir leid. Da, ich stirb einfach, weil ich nicht sehe, wo sie herkommen. Ab! Nicht sterben! Schluss! Nein! Oh, wieder durch! Nein! Nein! Ich bin der Grünschnabel, wir sind mal gestorben. Ja, ich sehe schon, wir müssen also ein gekonntes Verhältnis zwischen, wie soll ich sagen, der Topf zählt auf alle Fälle. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob der wirklich zählt, aber ich glaube schon. So. Ja gut, jetzt haben wir es einmal gesehen, wie es grundlegend funktioniert. Schusswaffen sind schon generell nicht schlecht, aber mal ein bisschen auf Tankiness schauen. Das heißt, einfach schon ein bisschen auf Rüstung aber da auf irgendwas konzentrieren. Entweder auf Ausweicher oder alles andere ignorieren, dann kann man mit der Rüstung ins Minus gehen, mit was gibt's denn noch an Tankiness? Keine Ahnung. Ausweichen oder dass man einfach irgendwas nimmt. Neuer, zurück zum Hauptmenü. Die Frage ist jetzt, Welle 15, Gefahr 0, Durchlauf verloren. Wie viele Runden gibt es denn, dass man es schafft? Da haben wir ja meilenweit davon entfernt gewesen. Und ich bin jetzt gespannt, was man aus der Runde mit rausnimmt, dass man außerhalb irgendwie leveln kann, dass wir in der nächsten Runde schon ab Runde 1 ein Stückel schneller sind. Aber 20 Wellen sind es. Und wir haben ja bis Welle 15 gekommen. Fürs erste Mal ist das ja in Ordnung. Zurück zum Hauptmenü. Gibt es da überhaupt sowas, wo man außen was leveln kann? Gibt's, mal konkrete Frage,
Es gibt ja, LMT-Voucher gibt's nicht. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber es gibt verschiedene Charaktere. Wir haben ja da jetzt einen Normalo, was haben wir da? Nehmen wir mal den nächsten. Raufbold. 50% Attack Speed mit der Waffenklasse Waffenlos. Du beginnst mit einer Faust. 15% auf Ausweichen, minus 50 auf Reichweite und Fernkampfschaden. Probieren wir mal den Melee-Typen. Du spielst höchstens neue Items frei, die du dann kaufen kannst in den nächsten Runs. Das ist ja auch schon mal was wert. Wenn die dann... Ist ja auch schon mal was wert. Nehmen wir einen Raufbold. Was nehmen wir da? Faust, Hand. Wir nehmen Faust. Faust. Gefahr 0. Los geht's. So, wie hat das hin? Das ist eigentlich auch geil, weil du sammelst natürlich die Sachen dann gleich, wenn du als Melee da in die Viecher drin stehst. Schnell noch ein paar Sachen sammeln, ein paar gehen noch. Ja, ich sehe schon. Plus 15 Reichweite. Was soll ich mit Reichweite? Das macht überhaupt keinen Sinn. Gehen wir gleich mal auf Ausweichen. Ausweichen und wie kauft man Faust? Kann man die auch kombinieren? Ja, tatsächlich. Jetzt haben wir blaue Faust. Dynamit, Explosivschaden, Schaufeln, Pflanze, Lebensregeneration. Ja, auf Life-Rack kann man auch mal gehen. Was tut denn Lebensregeneration? Du generierst alle 99 Sekunden? LP? Okay, dann ist eine Lebensregeneration, beziehungsweise jetzt 3 Lebensregeneration. Das bedeuten, ich regeneriere 0,03. Probieren wir es einfach mal aus, ob sich das später bemerkbar macht. Und schauen wir, ob wir uns so gut wie es geht drauf konzentrieren. Da noch mehr Faust. Lauteres Feistling. Da, kombinieren. Alles wird kombiniert. Machen wir gleich eine pinke Faust raus, damit sie gleich wissen, was geschlungen hat. Wobei, glaube ich, 2 blaue gelangen, damit wir haben schneller zu. Minus 5% Itempreis. Das bringt's ja voll, wenn der so früh kommt. Können wir nichts mehr machen, los! So. Schieben wir sie am Kopf ab. Dunk, dunk. Da, die Feistmann, jetzt schon 16 Schaden, bis wir mir mit der Uzi bei 16 Schaden waren dabei. Schneller zuhauen. Schneller! Fisten! Abfisten! Komisch, was sind das überhaupt für komische Viecher da? Keine Ahnung. Beim Fisten, alle werden gefistet. Ja, passt schon. Nicht kombinieren, erst bei Belegung aller Slots. Aber wieso? Was macht das für einen Sinn? Verstehe ich nicht. Plus 3% Tempo. Der haben wir mal Tempo, schnell laufen ist gut. Was haben wir da? Einen Helm. Plus, und ja, ich mag's Tempo nicht hergeben. Spawn dein Geschütz, das Kugeln verschießt. Nö, Schaden. Da, Faust. Mehr Fists. Noch mehr Faust. Mehr Fists, Alter. Was bringt eine Reichweite mit der Faust? Es geht quasi Damage verloren beim Kombi. Ach so, meinst. Okay. Wir können uns einmal ein direkter Vergleich jetzt. Pass auf. Schaden 16, Schaden 8. Kritisch 1,5, 1,5. Abklingzeit 0, oder weniger Cooldown. Rückstoß 15. Reichweite 125. Es geht in dem Sinn Schaden verloren, weil die zweite Faust halt noch gleichzeitig auch zuhaut. Ich verstehe es schon. Aber im Prinzip geht wirklich Schaden verloren? Nicht wirklich. Mehr Waffen ist mehr Angriffe. Ja, aber wenn die Hälfte des Schadens macht, hast du nicht wirklich Schaden gewonnen. Nicht wirklich. Aber du triffst halt auf dem aktuellen Level, haben die Gegner so wenig Leben, dass die weißen Fäuste die Gegner auch noch auf einen Schlag killen. Da ist natürlich mehr Fäuste dann gut. Das verstehe ich schon. Nahkampfschaden 3 Max LP. Können wir nicht. Der Krallenbaum. Haben wir schon Crit-Schaden, Lebensabzug brauchen wir nicht, Fernkampfschaden brauchen wir auch nicht. Max LP. Wir gehen mal auf Ausweichen, war eigentlich wurscht. Egal, nächste Runden. Da. Gibt's Quadruple-Fist gibt's jetzt. Gut Spiel, hab ich jetzt schon gesehen. Beim Zusammendreschen. Man kann ja die Nahkampfdinger keine Reichweite nicht geben. Das war dann ein totaler Schmarrn, wenn die Feistlinge auf einmal über die ganze Map hauen. Das ist ein totaler Blödsinn. Immer sauber reinprügeln. Immer sauber reinprügeln!
Ich hätte gern 6 Fäuste. Ich sag das, was es ist. Was haben wir da? Blauer Nahkampfschaden, können wir brauchen. Glück ist mit Sicherheit auch ganz wichtig. Max LP, Ernte nehmen wir Glück. Und dann nehmen wir noch Reichweite, LP, Regeneration, 2 Rüstung. Was haben wir da? Schraubenzieher. Das ist ein Melee-Scheiß. Was ist das? Eine Landmine spawnt. Das ist ein totaler Scheiß. Fernkampfschaden, Max LP, LP, Regeneration. Ich glaube, Rüstung und Max LP gefällt mir besser wie die Lebensregeneration. Das ist ein totaler Kass. Die kaufen wir jetzt einfach einmal. Neu würfeln. Die scheiß Pflanze ist ein totaler Kass. Die Ente können wir kaufen. Und nur Faust. Jetzt kann ich die Faust nicht kaufen, ich Trottel. Hab ich übersehen. Entschuldigung. Nächste Welle. Reichweite erhöht sich, aber Abklingzeit wird auch höher. Was ist mit ihm? Wieso lauft der? Ach, das sind die Schießertrottel, die hauen ab von... Was war das für ein Arschlochvieh? Du Arschlochviech! Schieß nicht auf mich! Pisst euch! Also das ist tatsächlich für das, glaube ich, wie langsam zu alt. Dass ich das auch noch erkenne, wann die... Oh, Kiste. Wann die Viecher schießen. Das ist natürlich ärgerlich, wenn man später nicht mehr in die Viecher einfach durchbrawlen kann. Nee. Ja, 75 ist okay. Sammelreichweite, nehmen. Lebensabzug. 10 Glück. Ja, Glück ist gut. Faust! Was tut denn eigentlich die Hand? Was tut denn die Hand eigentlich? Schaden 1. Das ist ein totaler Kass. Wir haben das Ding Igel. Nahkampfschaden, Fernkampfschaden, LP-Regeneration. Ja, Igel, her mit dem Igel. Chance von 8%, einen Lebenspunkt zu heilen, wenn du ein Material aufsammelst. Es ist für eine... Und minus Fernkampfschaden. Das behalten wir uns einmal. Nächste... Was haben wir schon? 5? 5 Fistels! Ich brauche mehr Fists. Hab schon gesehen. 5 Fäuste für eine Kartoffel. Reinfesten. Es ist... Ich werde es halt nur ein paar Mal sagen. Das Spiel ist so geil dumm, dass das einfach wieder Spaß macht. Es ist so geil stumpf. Es ist so geil stumpf. Aber irgendwo dann auch wieder nicht. Weil man sich über das, was da zusammenpasst, wirklich tatsächlich Gedanken machen muss, weil es sonst einfach nicht funktioniert. Die scheiß Range-Typ da! Pentafist. 5 gegen Willi. Attack Speed gefällt mir auch gut. Max LP, Glück. Jetzt nehmen wir mal ein bisschen Attack Speed, würde ich sagen. Haben wir überhaupt schon Attack Speed, ne? Attack Speed. Lebensregeneration. So, den Affen wollte ich vorher kaufen. Den kaufen wir mal. Dann kaufen wir die Faust. Neu würfeln. Statue. 40% Attack Speed, wenn du dich nicht bewegst. Das mag ich testen. Der Flammenschlagring. Was ist das? Ist das schon eine Melee-Waffen? Verstehe ich das schon richtig? Sperren wir auch gleich, sag ich dir, was ist, mag ich auch haben. Noch mit Würfeln. Ansonsten nichts. Die nächste Runde schaffen wir schon. Hab ich jetzt das Item schon, wenn ich stehen bleibe? Da habe ich nicht. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, gut. Ich merke am Schluss mehr, da war eigentlich ein Bild geil, wo ich einfach bloß noch da steht, Viecher kommen zu mir und ich muss mich nicht mehr rühren. Gibt's mit Sicherheit, oder? Vor allem auf Schwierigkeitsstufe 0. Ja, gib ihm. Reinfesten in die Olga. Fest mal rein in die Olga rein. Oh, den Bam, 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 Bam ist gut. Bam, Bam. An das andere Gegner wie vorher, die komischen Schnecken da, die auf mich zustürmen, die waren vorher nicht da, glaube ich. Also ich habe die Statue noch nicht gekauft, das war das mit 40 Attack Speed. Ja, geht schon. Warum kein Diablo mehr? Weil ich mit Diablo durch bin. Da, Minusreichweite, nehmen! EP-Gewinn, können wir brauchen. Hände, 10% Ernte. 8 Schaden, Tempo, Attack Speed. Nehmen wir mal Ernte. Ich meine, das ist voll Ernte. Dann haben wir. Können wir es uns schon leisten. Blaue Fist. Statue. Dann müssen wir ein Fist unten kombinieren. Und dann kaufen wir uns den. So. Und dann haben wir schon wieder voll. So, jetzt bin ich gespannt.
6 Fists und eine davon ist die Fire Fist. So, Viecher zu mir kommen, nicht mehr bewegen. Wir haben ja die Statue. Schauen wir, ob die sie hat. Ja, wenn es mehrere Viecher werden, wird es schwierig wahrscheinlich. Ein bisschen bewegen müssen wir uns. Ja, nicht ganz. Immer wenn 4. Oh. Wenn nochmal so ein Gruppenspawn, müssen wir uns bewegen, das hilft nicht. Ja, geht noch nicht ganz. Ein bisschen mehr Base Damage, ein bisschen mehr. Ja, und die Schießertrottel, das ist ja total anti-stehen bleiben. Ihr Wichser! Du sollst mehr sammeln. So weniger gesammelt wie eine Statue ist für Range to build. Range. Was? Wo ist das gestanden? Dann nehme ich das Attack Speed. Ist mir wurscht. LP, Max LP, Fernkampfschaden, nehmen wir das. Wo Statue, wo? 40% Angriffstempo, wenn du dich nicht bewegst. Das darf doch wurscht sein, oder? Ich krieg doch trotzdem Attack Speed. Wenn du mal die Waffen in einem Inventar markierst, siehst du, dass es einen Waffenlos-Bonus gibt, weil du 6 Waffen vom Typ Waffenlos hast. Da sind mehr Waffen besser als stärkere. Muss ich mir jetzt mal schnell anschauen. Waffenlos. Ach, das da rechts ist ein Set-Bonus. Verstehe ich das richtig? Das zweite Fenster, das frage ich mich nämlich schon die ganze Zeit, was das heißt. 2, 3, 4, 5, 6 ausweichen. Hä? Keine Ahnung. Das heißt, ich habe 6 waffenlose Waffen in die Slots und krieg dann einen 6er Set-Bonus mit 15% Ausweichen. Das ist schon stark. Jetzt haben wir 3. Ein Drittel der Sachen weicht man aus. Da müssen wir mehr machen. Mehr ausweichen! Ich verstehe. Mr. Pet, danke für die Information. Aber wer sagt jetzt, dass die Statue nur für Range ist? Jetzt stell dir vor, jetzt 6 Sniper Rifles. Würde dir empfehlen, jetzt auf Tempo zu gehen. Ja, es ist eine Mischung, aber Ausweichen, Attack Speed, Base Damage. Glaube ich. Kruzifixi hat mir halt das Knack so dermaßen verrissen, dass wenn ich nach links oder nach rechts schaue, dass mir fast das Herz stehen bleibt. Krummi fix Mare. Fernkampfschaden, Elementarschaden können wir nicht brauchen. Ja, Elementarschaden schon, aber nicht als Buße fürs Tempo. Das Brett können wir auch nicht brauchen. Max LP, Nahkampfschaden, Angriffstempo, nö, Nahkampfschaden, minus 2 Crit-Chance. Wie viel Crit-Chance haben wir? 0. Ja, nur mit Würfeln. Gibt's was Besseres. Riposte. Plus 2 Nahkampfschaden, Chance von 100% einem Gegner 6. 300% Schaden zuzufügen, wenn du seinen Angriffs ausweichst. Das kannst du nicht. Ja. Itempreis minus, Riposte können wir brauchen, Medaille, Max LP, Schaden, Rüstung, Tempo, minus Crit Chance. Das Emblem heben wir uns einmal auf, würfelt man nochmal, was haben wir da? Als Bärtierchen. Hebt den erlittenen Schaden von einem Treffer pro Welle auf. Hä? Das ist ein Free-Hit. Ja, aber man wird doch die ganze Zeit so ein bisschen... Ja, weißt du was, nimm's einmal mit, vielleicht savet's uns eine Runden. Los! Reinfisten! Oh, das sind die Dicken. Ah, die... Ja, du kannst eigentlich kein Bild bauen, wo du einfach stehen bleibst. Du musst in die Viecher einlaufen. So. Ja, sie müssten nicht stehen bleiben zum Schießen, die Arschlöcher. Das ist mir schon klar wieder. Wie geil das ist. Ja, Prügel eine. Oh, wir müssen Bamsö. Nein, 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 nein. Bamsö, Leben. Oh, ja, Mili ist jetzt nicht so meins, ne? Alter, Mili geht ja gar nicht! Was soll ich denn gegen die Charge-Trottel da? Die sterben nicht, bevor es bei mir... Oh! Oh. Also, das ist definitiv ein Tor. Na, Mili ist gar nichts. Na, Kinder! Na, Kinder, Mili ist gar nichts. Na. Na. Schauen wir, was es noch für euch gibt. Der irre Charakter. 100% Reichweite mit der Waffenklasse Präzision. 25 Attack Speed. Du beginnst mit einem Messer. Minus 30 auf Ausweichen, minus Technik, minus Fernkampfschaden. Ja, den werden wir dann wieder aushalten.
Waffenlos Melee ist gar nichts. Ja, gut, stimmt, wir haben ja keine Melee-Waffen. Gibt es einen anderen? Der Fernkämpfer, da schau ich, das ist vielleicht unser Weder. Vielleicht sollten wir es nochmal mit Schrotflinten probieren. Plus 50 Reichweite. Du beginnst mit einer Pistole. Fernkampfschadenmodifikationen werden um 50% erhöht. Du kannst keine Nahkampfwaffen ausrüsten. Ja, egal. Max-LP-Modifikationen werden um 25 verringert. Ja, man, mir darf mal nicht erwischt werden. Den nehmen wir! Was haben wir da? Laserwaffe, Schredder. Ja, die Armbrust. Nein, das nehmen wir nicht. Wir nehmen... Ja, die gute alte Uzi. Die Uzi ist einfach ein guter. Nehmen wir Pistolen. Probieren wir mit 6 Pistolen. Pistolen, Schrotflinten, Uzis. Probieren wir es nochmal. Gib ihm. Komm, gib. Oh, Double Pistol. Easy. Ah, geht noch. Lass mich jetzt schon wieder hauen. Nicht erwischen lassen. Ich wollte bloß was einsammeln. Mal schön im Kreis laufen. Ja, 5 noch. Den erwischen wir noch. Den erwischen wir noch. Nein, den erwischen wir nicht mehr. Birger, wie kannst du mit Diablo durch sein? Ich habe jetzt 2 Chance auf 47 und 9 auf 16. Weil es für mich mit Level 80 vorbei ist, weil dann nichts mehr kommt. Dann ist ein riesengroßer Lack of Content in Diablo 4. Ab Level 80 ist bloß nur für die total... Also für die es einfach wurscht ist. Ich warte auf die Season. So, Crit Chance, Reichweite. Reichweite hört sich doch gut an. Was genau tut denn die Reichweite eigentlich? Die maximale Reichweite deiner Waffe wird um 60 erhöht. Ja. Halb so effektiv bei Nahkampfwaffen. Eine höhere Reichweite erhöht auch die Abklingzeit von Nahkampfwaffen. Längerer Weg der Waffe. Was für Abklingzeit? Was haben Waffen für Abklingzeit? Haben die Fähigkeiten? Ach, das ist der Tech-Speed, ist ihr Abkling... Okay. Hamona wird, mir ist wieder ein Reset. Dann geht's da wie mir, Kruzifix, kann's knack nicht gescheit dran. Das macht mich wahnsinnig. Ja, ich weiß gar nicht, wie das heute zustande gekommen ist. Ich weiß gar nicht, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wir nehmen Glück. Ist ja klar. Da, dritte Pistolen. Eine damit. Was haben wir? Ich kaufe jetzt die Sachen übrigens mit der Maus. Das ist einfach angenehmer. Max LP, minus LP durch Verbrauchsgegenstände wiederhergestellt. Na, Elementarschaden brauchen wir auch nicht. Der Schredder. Ich meine, Schredderbrauer, das ist also ein Schusswaffen-Ding, gell? Explosion. Was haben wir da? Da kriegen wir Reichweite für einen Set-Bonus. Wie wird man nochmal? Immer nichts brauchen. Tempo minus Glück, Boxhandschuh, plus 3 Rückstoß. Den kaufen wir jetzt einfach, der hat keinen Malus. Das ist gut. Nehmen wir. Neu würfeln. Was haben wir noch? Haben wir das Schurken. Der Gummiberserker. Minus 1 Rüstung. Den sperren wir, den können wir brauchen. Und dann würfeln wir nochmal. Da Schrotflinten. Sperren wir. Los. Da 3 Pistolen werden schon gegangen wie die Kasperl. Die schießt ein wenig langsam, die Pistole von Welt, muss ich sagen. Kriegen wir. Bitte einmal im Kreis. 80. Ja, das ist gut. Und für das ist der Glückmodifikator. Ich verstehe schon, das ist einfach mehr. Das kriegen wir noch mit? Nein, kriegen wir nicht mit. Gummiberserker, braucht man immer, den brauchen wir sowieso, immer brauchen wir den. Ja. Stift, plus 2 Technik, Attack Speed, nein, können wir nicht brauchen. Verwerten. So, was haben wir da? Tempo, Rüstung, Schaden. Nehmen wir, ja, Tempo ist wichtig. Tempo nehmen wir, das ist gut für uns. Wir nehmen die Pistolen, wir nehmen die Schrotflinten, gehen wir Beherrschung. Dann rollen wir nochmal, dann nehmen wir nur Pistolen. Schau dir das an! Wenn wir, Sammelreichweite, nehmen wir auch mit, sperren wir, nächste Welle. Schau dir das an! Gibt jetzt eigentlich die ganze Reichweite her, oder schießt das Ding schon immer so weit? Gut. Ist es nicht viel viel effizienter, wenn ich mich da ins Eck einstelle und in die letzten 5 Sekunden fange ich das Laufen an? Weiß nicht. 8% Schaden, Crit Chance, Glück. Nimm Glück. Medizinpistole. Schaden 15. Jetzt nehmen wir erst einmal einen Gummiberserker. Das sperren wir noch. Ist die gut? Die hört sich irgendwie gut und die macht auch 15 Damage. Das ist mehr als dieses Ding. Alle 0,8 Sekunden schießt das Teil und hat Lebensabzug. 45%.
Ich probiere mal aus. Neu würfeln. Friedliche Biene. Ausweichen, Ernte, Nahkampf, Angriffstempo, -2. Ja, Attack Speed, kauft man. Kauft man, da verlieren wir ein bisschen Schaden, aber mehr Attack Speed, mehr gut. Ja, ist schon blau. Ja, das ist nur das nächste und sie ist blau auch noch. Ah, gut, sie macht, ja, okay, die macht 15 Damage, weil es schon blau ist. Das heißt, sie macht einzeln wahrscheinlich so 8. Das ist weniger als mit der Pistole. Eine DPS-Anzeige war halt geil. Dann hätte ich einen einfachen Vergleich, welche Waffen stärker ist, aber sie kommt sie ungefähr auf die Pistolen. Hat aber halt Life Leech. So, bleiben wir stehen da. Kommt ins Eck hinterher ins Eck. Funktioniert wieder nicht, weil wir die wieder abschießen, die Wichse. Da, gib ihm. Ich habe mir zuerst gar nicht für nicht zusammen da. Muss ich mir dann nur mehr einen Pistolen-Set-Bonus anschauen. Weil wenn wir da jetzt natürlich dann kombinieren, dann verlieren wir da auch ein bisschen was. Levelaufstieg. Nehmen wir natürlich mit. Oh, die nehmen wir mit, die nehmen wir mit, die nehmen wir mit. Ja, ja, nehmen wir alle mit, ja. DPS, Depth per Stream. Absolut richtig. Schnurzelpurzelchen, die habe ich total übersehen. Danke dir, habe die Ehre, bin wieder zurück. Unnützes Wissen des Tages. Im 16. Jahrhundert galt die Kartoffel als dämonische Frucht des Bösen in Europa. Tja, und jetzt fressen wir es alle. Alter, Kartoffeln. Seit ich den Airfryer habe. Beste Leben, Alter. Zitronenbaum, merci für den Euro. Wenn der Wert bei LP-Regeneration auf 0 ist, zeigt der einen komischen Wert an. Sobald du 1 oder mehr Wert hast auf LP-Reg, wird ein Schuh draus. Ein Punkt ist nicht 0,01. Okay, das hätte ich vielleicht vorher mal lesen sollen. Das war natürlich dumm. So, was nehmen wir da? Technik brauchen wir nicht. Ernte brauchen wir nicht. Elementar und Lebensabzug. Nichts davon brauchen wir. Ja, Lebensabzug kannst du vielleicht brauchen. Kann man da rerollen? Ja. Nochmal rollen. Glück, Rüstung, Crit-Chance. Da kann man mal Glück. Oh. Max LP, Ernte, Ausweichen. Dann nehmen wir mal Max LP. Max LP. Da Doppellauf, Schrotflinten. Wir haben so viel Zeug. Was soll denn das kaufen? Jetzt nehmen wir das Ding. Und da müssen wir eine Pistolen kombinieren. Das hat jetzt übrigens nicht automatisch da. Ich wollte das Ding gerade kaufen. Und nehmen wir mal die Medizinpistolen dazu. Die Schrotflinten, die ist schon blau. Die sperren wir für die nächste Runde. Jetzt schauen wir mal, ob wir noch was würfeln können. Ernte brauchen wir nicht. Chance von 20%, ein Material sofort anzuziehen, wenn es fallen gelassen wird. Plus 10 Reichweite. Hört sich auch geil an. Alles, was irgendwie keine Minuswerte hat, ist immer kaufen, kaufen, kaufen. Los! Was hast du für einen Airfryer? Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Irgendeinen scheiß schwarzen Kasten. Kein besonderen. Ein mittelklassiges Gerät. So, ein M4. Immer schön im Kreis laufen. Bam, mitnehmen. Kiste gegen Kiste. Ich hab noch nicht so ganz rausgefunden, was das gescheiter ist. Im Kreis rundum laufen, damit man die Bam mitkriegt, ist wahrscheinlich auch mal nicht dumm. Da spawnen ja auch mehrere Teile als ein paar. Oh, müssen wir da langsam mit. Ja. Schaut gut aus, schaut gut aus, schaut gut aus. Ah, schaut gut aus. Schaut sogar unendlich gut. Klebeband plus so eine Rüstungstechnik. Können wir alles nicht brav verwerten. No, plus, jetzt haben wir schon die lila Ernte, die kann ich nicht brauen. Da! Reichweite plus 30, die kann ich brauen. Pistole 2! Rein damit! Schrotflinte! Kann ich wieder nicht kaufen. Schwarzer Gürtel. IP-Gewinn, Nahkampf können wir auch nicht brauchen. Das Ding können wir brauchen. Und jetzt kombinieren wir noch eine Schrotflinten. Ach, egal. Es ist ein. Jetzt, Moment einmal. Es ist ein Schusswaffen-Set-Bonus. Das beschränkt sich nicht auf eine Waffen, sondern auf alle Schusswaffen. Ist das Ding eine Schusswaffe? Wo steht denn das? Medizinisch Schuss. Ja, gut. Das ist das Layout vielleicht ein bisschen dumm. Das heißt, Pistole, kombinieren, Schrotflinten, rein ins Getier. Ja, eben Schuss. Ich hab gemeint, es ist ein Pistolenbonus. Set-Bonus, dabei ist ein Schusswaffenbonus. Das heißt, wir haben jetzt 6 Schusswaffen, das macht durchaus Sinn. Vielleicht macht es ja Sinn, 2 Set-Boni zu haben, also 1 mit 3 und noch mit 3. Ja, muss man sich überlegen, was so es gibt. Schauen wir da einmal. Häng. Da, die komischen Schnickerl, die haben mich vorher anders gewässert. Da. Sehe ich überhaupt kein Land nicht. Siehst du zuerst kein Land nicht?
Gib ihm. Level up, Baum, nimm mit. Ah. Ah. Ja, ja, ja. Immer schon, noch 12 Sekunden. Da den Batzen schießt mir weg. Den Batzen schießt mir weg. Den ganzen Batzen schießt mir weg. Nimm mit. Haben wir noch einen Baum irgendwo? Nö. Alles war gute Runden. Gute Runde. Ich hab das Gefühl, wir haben stabil. Ah, Schaden. Oder 15. Nimm Glück, oder 15 Glück ist viel. Chamäleon. 3% ausweichen plus 20% ausweichen, wenn du dich nicht bewegst. Ja, das ist nix. Metallplatte, nö. Critchers, nö. Wir haben ja schon Minusschaden und Minusschaden ist echt dumm. Der Schredder ist diese Schusswaffe, ja. Was hat der? Projektile haben eine Chance von 50% beim Auftreffen zu explodieren. Es hat so ein bisschen Flächenschaden vielleicht. Sollte man mal ausprobieren. Ich sperre das Ding jetzt mal. Neu würfeln. Crit-Chance minus 1 Rüstung. Ja, scheiß auf Rüstung, Alter. Who the fuck cares Rüstung? Crit-Chance 10%. Einmal kostenlos neu würfeln im Laden. Nehmen wir auch noch mit. Und da... Gibt's da nicht einen Knopf, dass ich automatisch dieses... Oh, der Menüs mit dem scheiß Controller, da kriege ich einen Vogel. So, was für eine Welle sind wir überhaupt? 7. Okay. Gib ihnen. Was für einen Vorteil habe ich eigentlich vom Level-Up allgemein so? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Kriege ich dann 2 Passiv-Skills bei der Windrunden vorbei ist. Da habe ich zumindest das Gefühl. Also, zum Beispiel plus 10 Glück, plus 2 Schaden oder irgend sowas. Und dann komme ich erst in den Shop zum Items kaufen. Ein bisschen Attack Speed kann man noch brauchen und ein bisschen Base Damage. Base Damage schaut überhaupt nicht. Crit sagt man auch wieder ab und zu, aber nicht ein Dive. Haben wir noch 7 Sekunden. Gib ihm. Ah, gute Runden. Mehr Bumm, mehr Grid. So, schau, RNC brauchen wir einen Fernkampfschaden. Schauen wir, ob das irgendeine Besonderheit hat. Deine Fernkampfwaffe verursachen blub zusätzlichen Schaden. Das ist halt Base Damage. Crit Chance. Haben wir den? Ja, den haben wir mit Base Damage. Base Damage schaut überhaupt nicht. Und Reichweite, Tempo, nochmal 5% Schaden. Zack. So. Dann haben wir... Oh, jetzt hätten wir ein MP. Da. Schrotflinte blau, sehr schön. Schredder können wir nicht brauchen. Ich hätte gern die MP. Müssen wir die Schrotflinten zusammenführen. Kombinieren und die MP dazu. Oder sollen wir einen Schredder nehmen? Ich weiß nicht! Was soll ich machen? Den kaufen wir noch. Neue Welle! Passt schon! Man lernt aus seine Runden, ne? Zeig mir Bäume. Bäume wo? Bäume haben immer extra Punkte. Wo liegt extra was? Wir haben eine extrem viel Reichweite. Wir schießen schon am Rand aus, wenn die Viecher spawnen da. Achtung, 5 Minuten. Spawnen bedeutet erscheinen. Da bei den roten X-Dinger. Wenn die Viecher erscheinen. Der Fachjargon von Welt spricht von Spawn. Ich krieg schon wieder so viel Schaden. Was? Fuck this shit, I'm out. Einmal kurz nicht aufpasst! Nochmal! Das ist ein Bild, mit dem lässt es sich schaffen. Sag ich dir, was es ist. Nochmal! Da hab ich jetzt nicht damit geredet. Charged mich einfach da im Eck unten an und dann steht er natürlich in mir und dann stirb ich natürlich. Ist ja klar. Du, das ist ja klar. 0 Rüstung und Anfangsleben. Bla. Wer braucht Rüstung? Braucht keine Rüstung! Plus Schaden! Schaden! Ja, Pistol, Revolver, Stift. Neu würfeln. Was haben wir noch? Da, Schrotflinte. Gummibärserker. Ein LP durch Verbrauchsgegenstände wiederhergestellt.
Ja, kauf einfach. So, jetzt haben wir sowieso wieder sauber zu brutal. Jetzt haben wir 4 Sehne bis dahin. So. Kann doch jeder sterben gehen. Das Problem ist halt, wir sind so squishy, dass wenn uns das erste Viech berührt, sind wir tot. Das versuchen wir zu vermeiden, indem dass wir einfach alles one-hitten. That's the plan. Ob das möglich ist, weiß ich nicht. Pro-Gamer braucht keine Rüstung. Da, der böse Bär hat Ahnung. Der böse Bär hat Ahnung. So, Glück. Wir nehmen Glück, das ist gut. Boah, leck der Raketenwerfer, aber der ist leider keine Schusswaffe. Wir nehmen Schrotflinten. Und wie will man noch mehr rein ins Viech? Da, Revolver, können wir brauchen. Itempreis, Minus, können wir auch brauchen. Ja, kaufen wir uns alles nächste Runden. Mein Gott, Alter. Gamepad-Steuerung in Menüs. Ich kotze im Dreieck. Furchtbar. Furchtbar. Mit Rüstung und mehr LP lebt die Kartoffel länger. Das ist richtig. Ja, vielleicht sollte man ein bisschen was in Max XP rein da und dann lest man erst einmal, was die Rüstung eigentlich genau tut, wie viel Schadensverringerung das gibt und wie stark das bringt. Ansonsten bin ich für puren Schaden und Attack Speed. So, Holzfällerhemd! Bäume sterben mit einem Treffer. Nehmen wir. Lunge, Regeneration, Lebensabzug, Rüstung. Dann nehmen wir natürlich Rüstung, wenn nichts anderes da ist. Und Ernte, Angriffstempo, Angriffstempo. Nehmen wir mal Attack Speed. So, dann nehmen wir einen Revolver, wir nehmen einen Gummiberserker und wir nehmen einen Coupon. Vielleicht hätten wir einen Coupon zuerst nicht mehr so in mir. Vollidioten! Warum sagt denn keiner was? So, und das Ding sperren wir. Maus, los, Welle 4, peng, peng. Ja, wir haben so viel Knarren, dass es spät ist. Und Reichweite gelangt jetzt auch. Die geht über die ganze Map. Mehr Reichweite brauchen wir eigentlich nicht mehr. Das ist Verschwendung. Beim stirbt er von Schuss. War schön, wenn es irgendwas gibt, wozu da. Wie weit schießt man? Ja, noch nicht ganz über die ganze Map, aber fast. Es reicht auf alle Fälle. Da, einsammeln, unten einsammeln, da liegt ein Haufen Scheiß umeinander. Da liegt ein Haufen Scheiß umeinander. Da oben ist eine Gruppe. Ja, immer. Oh. Nicht im Viecher einlaufen. Kiste! Nur, na, da kriegst du mehr. Jetzt bin ich eben sonst der. Welle 7 sind immer viele kleine Money. Welle 8 kommen die ersten dicken, da muss man ein bisschen aufpassen. Und ich wollte gerade sagen, es gibt ja da ist ein Schema dahinter. Item. Es spawnen mehr Bäume. Nehmen wir. So, 10% Attack Speed. Ja, aber schon wieder so wenig Leben. Attack Speed! Ich kann nicht alles leiden. Damage ist alles. Aber ein Spezi sagt, ein Toter macht keinen Schaden. Oder recht. Sammelreichweite können wir brauchen. Revolver können wir brauchen. Kopfverletzung. 6 Schaden, minus 8 Reichweite, Fernkampfschaden. Mal neu würfeln. Sonnenbrille. Sperren. Zauberstab. Wird ein Gegner getroffen, sinkt sein Tempo um 10%, maximal 30%. Dann brauchen wir kochendes Wasser, Elementarschaden, nix. Weiter geht's. Wie geil das mal ausschaut. Wir haben eine super coole Frisur. So Bierwolle würde ich sagen. Ja, also 15% Attack Speed merkt man schon direkt. Merke ich schon. Also wenn die Charger wieder kommen, dann muss ich aufpassen, weil die dürfen mich auch nicht erwischen. Die stehen dann wieder genau 1 Sekunde in mir und dann bin ich wieder tot. Baum! Wir brauchen den Baum. Der Baum kann auch eine Kiste droppen. Hab ich schon gesehen. Oder spawnt potenziell die meisten Kisten, sagen wir so. Zumindest gefühlsmäßig. Nicht mich wieder umbringen. Nein, die nehmen wir mit. Ja, schaffen wir noch. Baum! Baum! Ist das neue Vogel. Richtig sprengig. Können wir nicht brav verwerten. Was haben wir da? Ausweichen, Reichweite, Technik, Tempo. Langsam warten, Lebenspunkte mal nicht schlecht, aber Tempo. Gib Reichweite. Revolver! Jawohl, der ist gleich mit blau. Sonnenbrille. Sonnenbrille? Ja, bis dahin blau. Sonnenbrille. Nehmen wir mit. Wie wieder mal? Was? Ach Gott. Zauberstab. MP! MP haben wir noch gar nicht. Sperren. Zauberstab, Kopfverletzung. Das Ding kann man eigentlich auch mal nehmen. Dann kriegen wir ein bisschen mehr Base Damage. Reichweite haben wir eh so sau viel, das Ganze aus ist. Max LP, Nahkampfschaden können wir nicht brauchen. Machen wir nur so. Elefantenbaby. Chance für 25 einem zufälligen Gegner beim Aufsammeln von Material 25 Schaden zuzufügen. Jetzt auch mal nicht schlecht, ob es richtig. Hemd ist am Start. Bäume sterben mit einem Treffer. Hemd ist am Start. Ja, ihr habt die schon gehört vorher.
Hämmert haben wir schon. Dass das sehr selten ist offensichtlich und nur einmal kommen kann. Und wenn es kommen ist, dann kommt es nie wieder. Aber sehen wir haben ja ewig die Reichweite, alles stirbt gut, One-Hit. Ist schon gut. Oh, Baum! Baum! Gibt's da... Habe ich das gerade richtig gehört, dass irgendein Ton kommt, wenn ein Baum spawnt? Ja, wie gut ist... Da ist Baum, 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 Baum! Baum, Baum! Und 1004. Nehmen wir alles mit. Alles nehmen wir mit. Oh, da Baum! Baum mit Kiste! Ah, ich hab schon gesehen, der Baum ist stark. Da haben wir schon wieder Kisten hergeschissen. Und in die Kisten kann noch was Gutes drin sein. Also nehmen wir das mit, dann nehmen wir das mit und dann nehmen wir die oben mit. Die nehmen wir mit. Ja, nicht ganz. Da kann ich wieder nicht einlaufen, weil ich wieder auf 1 Millisekunden hier bin. Was? Technik, deine Muttertechnik. So, Fernkampfschaden. Das ist ein nur Scheißdreck. Neu würfeln. Tempo, Rüstung, 5% Schaden. 5% Schaden, was haben wir noch? Glück, Reichweite, Fernkampfschaden. Oh! Jetzt nehmen wir mal die MP. Verdammt! Jetzt müssen wir Pistolen kombinieren. Und dann kauft man die doppelleifige. Das sperren wir. 6 Schaden minus Reichweite kauft man. Wir sind wir stark. 6 du das. Dann haben wir noch Pistolen. Energiearmband, Elementarschaden können wir nicht brauchen. Das sperren wir. Dann schauen wir stabil aus. Stabil! Ausweichen! Ich weiche manuell aus. Da schau hin. Damit wir viel Damage wir haben. Jetzt brauchen wir nur noch Attack Speed, damit 4 nicht herkommen können. Gib. Baum wo? Gib Baum! Ich brauch einen Baum! Gib mir den Baum! Da oben gibt er Botzen. Schnecken, die geben mir gar nichts. Schneckensepp. Du kannst ja mal gar nichts. Außerdem hab ich nicht so ein Explosionsding. Ah, Splash Damage war schon auch geil. Brauchen wir nicht schmerzen. Achtung, für 5 Noob-Sekunden. Splash Damage ist Flächenschaden. Das heißt, wenn da eine Kugel auftrifft irgendwo, dass im Umkreis rundherum Schaden gemacht wird und nicht bloß an dem Viech selber. Splash. Oh, da war eine Kiste. Die Kiste sammelt automatisch auf. Das muss er mir... Da, perfekt. Minusrüstung. Weniger Rüstung, mehr gut, aber mehr Crit-Chance. Was haben wir an Crit-Chance? 10, 20%. Nochmal Sim. Lebensgeneration ausweitet, nochmal Sim. Hau her denn schon. Nur Damage, Alter. Nur. Jetzt wird's eng. Jetzt müssen wir einen Revolver kombinieren. Und Pistolen kombinieren. Sag ich dir, wie es ist. Damit ich den Scheiß da kaufen kann. Und die MP kaufen kann. Das Gecko-Baby kaufen kann. Neu würfeln kann. Die doppelleifige Schrotflinten kaufen kann. Die Level 2 MP. Es spawnen mehr Bäume. Kann man nochmal kaufen. Das muss ich mir besorgen, Alter. Was haben wir noch? Werkzeugkasten, Training, das Tempo, minus Glück. Können wir alles nicht brauchen, können wir nicht brauchen. Weiter geht's. Oh, leg mir am Arsch, Alter. Leg mir am Arsch. Oh, das sind die Charger. Alter, die fallen um wie ein nasser Maisack. Die halten gar nichts mehr aus. Kommt's bloß her. Gut, ich halte genauso wenig aus. Aber sobald die... Boah, da haben wir mir viel Damage. Das fühlt sich gut an. Das mag ich, wenn die Viecher platzen. Das mag ich. Die kommen gar nicht zum Chargen. Baum! Easy peasy. Gib ihm. So, Charger Sepp. Gib ihm. Du lässt aber ein bisschen mehr Teile fallen. Oh! Nicht erwischen lassen. Nein. Bleib am Rand irgendwo draußen und geh seitlich. Charge nicht in die Viecher. Nein, du Vollidiot. Hast schon, sobald kein Vetter nicht unterwegs ist. Manchmal schießen ja die Waffen auf die kleinen Viecher rundrum. Ja, stark. Aber jetzt gehen wir tanky. Weiße Fahne. Möchtest mit der? Bist du behindert? So, plus 9. Oh, plus 15 Glück, Alter. Und plus 15 Attack. Nimm Leben. Wir brauchen mal Lebenspunkte. Heute einmal, wir brauchen mal Lebenspunkte. Pistole. Kaufen wir erstmal die blaue MP. Dann kaufen wir mal lila MP draus. Dann sperren wir die blaue Pistolen. Würfeln wir nochmal. Dann kaufen wir die blaue Pistolen. Dann machen wir da pinke Pistolen. Ah, wir stark.
Was plus 3 Max LP? Beginne die nächste Welle mit einem LP. Ja, das der mal lieber nicht. Würfeln. Attack Speed und Reichweite minus 1 Rüstung. Attack Speed. Beides werden wir kaufen. Wir verlieren 2% Schaden, haben wir aber eh 16. Das passt schon. Ja. Stabil. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, es verreckt eh alles auf einen Schuss. Der Damage ist okay. Mehr Attack Speed. Vor allem, wenn es ein hoher Wert ist, war natürlich geil. Schauen wir, dass wir so viel so kleine Dinger erwischen, wie es geht. Haben eigentlich bloß kleine Viecher. Okay, Baum, 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 Baum! Gib ihm, gib ihm, gib ihm. Gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Ja, Baum, Baum. Oh, der Charger! Der Charger muss natürlich sofort sterben. Ja, 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 ja. Ja, ja. Schaut gut aus, schaut gut aus, schaut gut aus. Schaut gut aus. Da haben wir mit der Schrotflinte reinpumpen. Ja, schaut auch gut aus. Nein, nicht mit dem Revier. Nein, 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 nein. So ist brav, so ist brav, so ist brav. Gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Ja! Die schaut gut aus! Da rein in die... Oh, da kommt noch der Batzen. Weg, 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 weg. In den Baum, in den Baum, in den Baum, in den Baum. Ja, ja, ja. Oh, das war gut, die Runde, das war gut, die Runde. Schnell in den Bier. Ja, 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 ja. Wir haben richtig stark unterwegs. Richtig stark unterwegs, Alter. 15 Glück. Scheiß aufs Glück. Scheiß nicht aufs Glück. Attack Speed. Einmal kostenlos Würfel, können wir nicht brauchen. Da. Attack Speed, Reichweite. Attack Speed, Reichweite. Plünderer, halte im Durchlauf, weiß ich nicht, wie viel Attack Speed haben wir jetzt eigentlich? 45. Neu würfeln. Weisheit, 5% Schaden alle 5 Sekunden bis zum Ende der Welle, minus 20%. Nein, das nicht. Jawohl. Rote Schrotflinten. Sollen wir mal plus 2 Rüstung kaufen? Kauf jetzt mal. Fernkampfschaden, Reichweite, minus 7 Attack Speed. Ich kaufe mir lieber rück. Gehen wir mal ein bisschen tanky. Schauen wir mal. Flammenwerfer. Bis dahin sperren wir mal. Angriffe haben eine Chance von 25% Brandschaden zu verursachen. Ja, wir haben aber 0 Elementarschaden. Lebensab, aber es war einfach das ist ja ein Item, oder? Das ist einfach zusätzlicher Damage. Auch wenn es nicht viel ist. Ja, ist Mist. Baby mit Bart! Minus 50 Reichweite, bist du besoffen. Pistole, Schaden, ja gut, können wir nochmal würfeln. Eine blaue MP, die können wir sperren, die können wir brauchen, Nahkampfschaden, Rüstung, minus Tempo. Weißt du was? Den Helm kaufen wir uns. Den Helm wird gekauft. Mehr Rüstung. Jetzt haben wir ein bisschen Tempo verloren, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Wir haben unfassbar viel Schaden. Und unser Attack Speed soll jetzt auch ordentlich in Tee gegangen sein. Ah ja, aber die Dicken halten schon ein wenig was aus. Gut, stehen dann auch nicht allein rum. Die fällt instant um. Ja, da sind wir gut dabei, da sind wir gut dabei! Kann der beste Run bis jetzt sein, außer ich passe wieder kurz nicht auf und da, die fetten sterben alle. Fetten sterben schon alle, schön brav. Wo ist der Baum? Da ist ein Baum, Kiste, ja, easy. Easy, da ist nur ein Baum. Gib, Kiste. Gib, Kiste. Immer schön im Kreis rundum, nicht in die roten Xen drin rumlaufen. Ja. Das war wieder Bier, nicht gierig werden. Du wirst immer gierig. Warum wirst du immer gierig? Ich weiß es nicht. Du hast ganz genau gesehen, dass da 5 so Fette umeinander laufen. Du wolltest wieder die kleinen Poinkerl haben. Sag's wie es ist. War eine gute Runde. Lederweste! Rüstung ausweichen, minus LP. Ja, können wir nicht brauchen. Wir haben nichts auf weg. So. Nochmal Attack Speed. Crit Chance. Attack Speed is fucking everything. Das können wir wieder alles nicht kaufen da. Müssen wir eine rote Pistole draußen machen. Es hilft nicht. Kombinieren. Dann kauft man uns die blaue MP. Dann würfelt man Laserwaffe. Level 3. Und ein Revolver. Ist die Laserwaffe... Oh, die hat 102 Schaden. What? Die sperren wir mal. Banner. Alter, das Banner ist brutal für uns. Wir haben keinen Lifestyle. Kaufen.
Laser kaufen, schreibt der Lord. Ja, ich tu noch einmal sperren, ich hab grad keinen Slot nicht. Sobald wir mir irgendwie die MPs, Schrotflinten oder irgendwas kombinieren können, dann kommt die Laserwaffe dran. Bis dahin, der wir nochmal. Brauchen wir den Revolver? Ja, ich brauche da Slots zum Neuwürfeln. Max LP minus 4 ausweichen. Haben wir mir ausweichen? Nein. Kaufen wir mal Max LP. Max LP, weiter geht's. Da, peng, peng! War das ein Boss, lol? Kommt eigentlich irgendwann ein Boss? Wahrscheinlich mit Level 20. Der One-Hit mich dann aus dem Leben. Wirf den Revolver, weg ist der Revolver nicht so geil. Aber der ist ja rot. Roter Revolver, das ist der absolute One-Shot-Damage-Dude. Baum! Mit Kiste! Und Level Up sind wir auch gleich. Gib ihnen, gib ihnen, gib ihnen, gib ihnen, gib ihnen, gib ihnen, gib ihnen. Oh, da haben jetzt ein paar Dicke dabei mit so einer Rüstung. Da ist der Baum. Die halten ein bisschen was aus. Oh, Baum, 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 Baum. Kiste haben wir keine. Ja, ja, ja. Da ist ein bisschen Zickzack laufen, damit man nicht automatisch in die Schießtypen rennt. Oh, das war knapp. Baum. Baum. Susi, du lispelst mir Zau, ich lispel überhaupt nicht. Ja, sag mir was. Baum. Und der Lila macht ja bald nichts mehr Sinn zu sperren. Ich meinte den Einser, der gesperrt ist. Was? Max LP. Nehmen wir. Lebensding, käme die Brauer, Inventar, Rüstung aus, so ist Dreck, Reroll. Crit Chance, Technik, Attack Speed. Alter, gib ihm 100% Attack Speed. So, Pistole, Grau, Sperren, rendiert sich nicht mehr, hast du gesagt, das ist richtig. Du hast da Chance von 25% einen Zugleich, 5 Schaden zuzufügen, wenn ein Gegner stirbt. 5 Damage ist ja gar nichts. Neu würfeln! Schrotflinte, können wir auch nicht mehr brauchen. Die können wir auch nicht mehr brauchen. Soll ich die blaue MP wegwerfen, hä? Ich wirf mal die blaue MP weg. Ich tue mal die blaue MP weg. Lila Revolver. Ist der Revolver so schlecht? 36 Schaden, 9. Nee, der ist wirklich schlecht, gell? Aber der. Oh, der schießt aber schnell. 0,2 Sekunden. Der schießt halt so schnell. Warum den Revolver weg? Pistole entsperren. Wirst eh keine weiteren Pistolen mehr nehmen. Generelle Frage. Ist Rot das letzte Stadium von Waffen? Was ist das letzte Stadium? Ja, Rot ist das letzte. Okay. Dann hätte ich gesagt, tue ich die blaue MP weg. Ich mag den Revolver haben, weil ich glaube, der Revolver nicht schlecht ist. Schießt sehr schnell, hat in Ordnung Schaden und hat halt einen Rückstoß. Und Rückstoß schaut überhaupt nicht. Rot ist quasi Legendary. Ja, ich dachte es mir schon. Jetzt nehmen wir die MP weg und nehmen dafür den Laser. Den Scheiß, da können wir generell nicht brauchen. Metall, die Chance für den Wert aller verdoppeln. 6 Glück, Technik minus Schaden. Nix minus Schaden. Der Banner ist brutal. Und die blaue MP können wir nicht brauchen. Würfelt man nochmal. Medizinpistole. Können wir auch nicht brauchen, weil wenn uns was erwischt, sind wir einfach tot. Chamäleon. 3 ausweichen, Schaden, nix. Nochmal würfeln. Stift, Lebensregeneration, halte 5 Materialien, tut das Verwerten von Items. Na, 25. Haben wir mir Rüstung? 25% Schaden, Alter. Glaskanone ist genau der richtige Skill für uns. So, los geht's. Erwischen darf uns keiner. Revolver muss halt nachladen. Ja, das ist in Ordnung. Das darf er. Das darf er. Schau dir so, wir haben eine verdammte Gatling Gun. Gibt's Gatling Guns? Baum! Kiste! Wieso da ist eine Kiste? Ich kann sie nicht nehmen. Schuld! Da, kill die Fetten, wir brauchen XP. Wir brauchen XP. Hinter mir brauchen wir XP. Achtung, 5 Noob-Sekunden. XP heißt übrigens Experience, was der englische Begriff für Erfahrung ist. Und der Erfahrungsbalken sind wir gleich Level 5, Level 15. Ist der Grüne da oben und mit jedem grünen Pointgeil sammelt man quasi XP. Damit ihr euch auskennt, die total ahnungslosen da oben. Weißt du, was es ist? Statue wäre nicht zu OP. Ja, da war ich mir vielleicht gar nicht so sicher, weil die Charge-Typen, die... Aber stimmt schon, Statue wäre OP. Man kann ja immer wieder kurz einmal so... Geh stehen bleiben, geh stehen bleiben, geh stehen bleiben, geh stehen bleiben, geh stehen bleiben. Aber wir haben wir gut dabei, wir haben wir gut dabei. So, wenn ich gescheit aufpasst, hätten wir mehrere sammeln. Linse! Fernkampfschaden, minus 5 Reichweite. Nix. Kommt kein Mensch. Oh! 20 Glück, 6 Ausweicher. Ja, sicher nehmen wir den. So, Rüstung. Können wir mir Rüstung brauchen? Nicht wirklich. Crit Chance, Reichweite ausweichen.
Wie viel Crit-Chance haben wir? Jeder mehr Crit-Chance. Glaskanone, rein. Laserwaffe 2. Können wir die überhaupt noch brauchen? Nicht wirklich. Wir können eigentlich eh bloß nur die Level 3er Waffen brauchen, gell? Der Schmup. Nahkampfschaden, Fernkampfschaden können wir nichts brauchen. Weg damit. Seltsames Buch, Technik. Nein, das sind lauter Sachen, die wir noch nicht gehabt haben. Revolver, Laserwaffe, na, Würfeln. Schredder, Armbrust. Lederweste. Da ist ein bisschen Rüstung und Ausweichen drin. Bringt auch nichts mehr. Da kann man einen Gummibärserker. Den kauft man. 20 Glück, den sperren wir, können wir brauchen. Schaden gegen Bosse und Elite-Gegner. Der ist wichtig, weil ich mit Sicherheit jetzt mit Level 20 gleich einen Boss erwische und der fickt mich wieder anders. Alter, das ist das beste Spiel ever! Es ist so fucking simpel, ich bin hooked as fuck! Schauen so. Schauen so! Wir ballern mal an wie die Neischen! Nix mit Kartoffeln! Stirbt euch One-Hit! Schau dir das an! Ich sehe ja kein Land nicht, das ist ja total lächerlich. Allerdings haben wir vorher schon in Welle 15 gewesen beim First Try. Baum! Gib mir den Baum! Da ist nur ein Baum! Da kannst du so viel Helme aufsetzen, wie es möchtest! Ich baller euch alle aus dem Leben! Ihr klar. Oh! Und nicht erwischen lassen. Okay, oh, da war ein Boss, ich hab's genau gesehen. So, nächste Runde kriegst du, glaube ich, 45% mehr Damage. Du klappst Martin mit dem Helm auf. Ich sag da nur Headshots, absolut richtig. Die nehmen wir noch mit. Scheiße, da hätten wir noch einen Baum gewinnt. Oder das Würfeln kostet ja halbe so viel Kohle. Ich weiß schon, aber was soll ich machen? Verwerten. Kleiner Frosch, Sammelreichweite, Ernte, Minus ausweichen. Da ausweichen sind wir eh schon im Minus. Nehmen. Max LP, ausweichen, Regenerator, ist ja nur Scheiße drin. Reroll! Attack Speed, Reichweite, Fernkampfschaden. Attack Speed! So. 25% Schaden gegen Bosse und Elite-Gegner. Das darf halt die Dicken sein. Die chargen, nehme ich mal an, dass das Elite-Gegner sind. Kaufen, Klee, Glück und Ausweichen, kaufen. Ausweichen sind wir immer noch im Minus, das bringt's gar nicht, aber die 20 Glück sind brutal. Vielleicht ist es schon ein bisschen spät für Glück. Schauen wir mal, dann würfeln wir mal nochmal. Bis dahin Zauber. Alien Baby, Max LP, Gegner. Plus 8% Gegnertempo. Na, da können wir jetzt nichts brauchen. So, jetzt wird's langsam wieder interessant. Ja, nicht ausweichen, mal nehmen. Nix ausweichen. Ich weich aus. Da, schau mal, wie weit wir schießen. Da, wir haben eine verdammte Gatling-Gun. Nur es stirbt One-Hit. Da, Baum! Der Baum war nicht lang am Leben. So schaut's aus. Peng, peng. Ich sag da nur Peng, peng. Elite kommen erst. Ja, toll. die werden sie dann schon zu erkennen geben, wie Elite-Gegner ausschauen. Ja, aber recht lang haben wir ja nicht mehr. Jetzt haben wir nur 6 Waves. Und wenn wir die schaffen, dann haben wir ja die Runden oder den Schwierigkeitsgrad haben wir ja dann geschafft. Ah, jetzt kommen die früher schießenden Vier rüber. Schön außen rum. Schön außen rundum. Ab durch die Mitte. Haben wir noch nur einen Baum. Da ist noch ein Baum mit Kiste. Peng, peng. Peng, 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 peng. Oh, ich hab Damage gekriegt. Nicht gekriegt. Da noch nicht sterben. Das war knapp. So, Krone. Die Ernte am Ende einer Welle wird zusätzlich um 8% erhöht. Den nehmen wir natürlich mit. Lederweste, 2 Rüstungen plus 6 ausweichen. Minus 3 Max LP. Ja, nimm mit. Nimm mit. Doch, nochmal rüstig. Dann kommt gerade 1, dann 2, dann 3, dann 4, dann 5. Marco, die Uhr, die kommt uns am Arsch lecker. Was für Uhr? Boah. Da friese ich direkt mal einen Hitschi. Willst du mich verarschen, das ist Szene? Also so krass war es vielleicht schon lange nicht mehr, gell? Ah, leck mir was, so krass war es vielleicht schon lange nicht mehr, gell? Es ist ernsthaft 5, ich hab mir gedacht, das ist jetzt so 9, Viertel nach 9. Ah, leck mich am Arsch, Alter. Da bei der Zirkseb gerade gefragt, vorhin das auch nicht mal eine kurze Ansage.
Ab nächster Woche gibt es von mir keine Twitch-Streams mehr. Warum? Weil mir Twitch untersagt, ab nächster Woche, nicht mir persönlich, sondern allen Nicht-Partnern. Ich bin kein Twitch-Partner, weil ich keiner sein will. Sonst darf ich nämlich nimmer auf YouTube streamen. So, ab nächster Woche darf ich nimmer auf YouTube streamen. Also auf YouTube und Twitch parallel. Das bedeutet, ich werde meinen Twitch-Kanal erstmal stilllegen. Meine Streams erscheinen dann weiterhin nur auf YouTube. Zu den gewohnten Zeiten, Montag, Mittwoch, 20 Uhr und ab und zu mal am Wochenende, Freitag oder Samstag, inklusive Ankündigung oder auch einfach einmal so spontan. Das Ganze kündige ich ja immer im Discord an, jeden Sonntag, da gebe ich mir immer sehr viel Mühe mit einem kleinen Beutel und Text und was weiß ich. Der Herr Bastjo sagt, schaut ums Delay, so viel Delay gibt's nicht. Das Delay ist heute auf maximal Minimum bei YouTube und ist damit fast genauso schnell wie auf Twitch. Da muss ich ganz ehrlich sagen, und Twitch ändert zum 1. Juli die AGB, darum darf ich auch als Nicht-Partner dann nicht mehr parallel auf YouTube streamen, sondern sie wollen sich halt die Exklusivität sichern. Das bedeutet, fuck you Twitch, das ist nämlich nicht das Einzige, was sie ändern auch einiges für Partner und für Affiliates, du darfst keine Werbung mehr machen und was weiß ich was alles für ein Scheiß. Twitch manövriert sie immerhin weiter, noch mehr Geld, noch mehr Geld, noch mehr Geld und jetzt möchten sie auch noch Anteile von den Sponsorings und so, da können wir uns gerne noch im Stream, noch im Gameplay noch ein bisschen unterhalten. Jetzt machen wir mal die Runden noch fertig. Aber das Allerwichtigste für dich, ab nächsten Montag gibt's meine Streams nur noch auf YouTube. Sollte sich eine andere Plattform neben Twitch entwickeln, dann schauen wir uns die an. Aber solange zum Beispiel kick.com jemand fragt, gerade im Chat, immer nur aus Casino-Streams und knocker die Scheißhausfotzen in ihrem scheiß Whirlpool besteht, werde ich einen Scheißdreck tun und auf Kick streamen. Okay? Tja. It is what it is. Vielleicht ändern sie es auch wieder, vielleicht rudern sie zurück, keine Ahnung, wir werden sehen. Dann streamen wir natürlich wieder weiterhin auf Twitch. Ich meine, Stream ist der Platz hier, was das Livestreaming betrifft. Aber meine Community ist nun mal auf YouTube und it is what it is. Vielen Dank für Ihr Ohr. Weiter geht's. Wir müssen mal würfeln. Jetzt hätte ich fast auf weiter durch, Trottel. Ausweichen, minus Angriffsmenge, minus 2 Schaden. Na, mehr Attack Speed können wir brauchen. Neu würfeln. Was hat. Oh, leck, was ist denn das? Lecker Legendary Item direkt da drin. Okay. Müssen wir nochmal würfeln. Seltsames Essen. Fernkampfschaden, Reichweite, Attack Speed. Gehen wir mal kaufen. Neu würfeln. Medizinpistole. Nahkampfschaden, Gift- und Angriffstempo, Creatures reich. Boah, leck, das ist ja voll brutal, der Gift-Tonikum-Ding da. So, die 2 Sperma und jetzt hoffen wir, dass wir die Runden überleben. PS, Press F für alle Twitch-Ultras. So. Los! Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, jetzt wird's langsam kritisch. Nicht gierig wie ein Bürger. Fokus! Da kommt der Baum! Mit Kiste! Okay. Jetzt ist vielleicht auch um die grünen Dinger gar nicht mehr so wichtig. Lieber safe Oberspein anstatt die grünen Dinger. So wieder was ist. So wieder Alter mit links auf da links auf war da gerade ein Elite-Gegner, der war rot, glaube ich. Hab ich nicht gesehen. Ihr könnt euch so viele Helme aufsetzen, wie es mögt. Sie ballern euch alle weg. Da ist Heilung. Ja, die Heilung schaut da gar nicht, wenn wir uns da ein bisschen in den Nacken aufhalten, falls uns da wieder irgendjemand... Mehr ballern! Mehr ballern! Mehr ballern und bewegen und wieder zurück. Ja. Oh, gefährlich. Ja. Weil wir machen die ganze Zeit schon über 100er Crits. Gib ihm. Na, schauen wir mit der Welt! Gib ihm! Da hätten wir viel mehr einsammeln können, aber lieber spielen wir safe. Aber Elefantenbaby, Chance für 25% im Zufällen gehen beim Aufsammeln von Motor 20 Schaden zuzufügen. Freilich. Eine mit dem Elefantenbaby. Ausweichen. Haben wir überhaupt irgendwas auf Ausweichen? Ja, tatsächlich. Machen wir mal Max LP. Pistole 2 können wir leider nicht brauchen. Gift-Tonikum, rein damit. Ziel für ein Rohr, rein damit. Dann können wir schon nichts mehr machen. Würfeln. Der Pfau. 25% EP-Gewinn. 100% während der nächsten Welle. 50% Gegnerschaden während der... nein, das ist nichts. Scharfe Kugel. Projektile können einmal öfter Ziele durchdringen. Minus 2... das hätte man braucht. Fuck! Gut, wie viel man noch einmal? Jetzt war noch kleiner Wort, der Gegner verlangsamt und noch mehr scharfe Kugel und noch mehr Ziel für einen Fernkampfschaden, Reichweite, Attack Speed. Vielleicht nicht mehr. Wie viel Attack Speed haben wir noch?
Wie viel Attack Wilson? 111, das ist gut. Crit Chance 39. Ein bisschen Crit, dass die Hälfte der Dings Crit war schon nicht ganz schlecht. Ah, nochmal. Haben wir schon ziemlich stark, da brauchst du mich nicht auch wieder. Kann es auch sein, dass die Wellen immer länger dauern? Also jede Runde von einer Welle ein paar Sekunden länger dauert wie die vorherige? Kann das sein? Weiß ich nicht, ich bin hochkonzentriert. Fokus, Kinder, Fokus! Level up, sehr gut. Level up und ballern! Ah, sehr gut. Und immer wenn da so ein Mobpack ausgelöscht ist, einfach reinrennen und looten. Reinrennen und looten! Oh, jetzt werden wir umzingelt. Umzingeln ist natürlich nichts. Oh, ganzer Batzen. Das muss unser Legendary Schrotflinten regeln. Das muss... Oh. Der Charger darf uns nicht erwischen. Ja. Oh. Der Charger mit Rüstung, ehrlich gesagt... Jetzt holen wir das. Ich darf mir die Dinger da nicht liegen lassen, sonst... Können wir nicht wirfen. Stirbt eh alles so krass schnell. Da ist noch Kisten. Ja. Noch oben. Ja. Gute Runden. Blut, Lebensabzug, verwerten. Können wir nicht brauchen. Seltenes Essen, LP dafür brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. So, Lebensabzug, Attack Speed. Mehr Attack Speed, Kinder. Fernkampfschaden, Attack Speed. So, scharfe Kugel. Jetzt können wir 4 durchschlagen. 5% Minusschaden. Das darf halt gelangen, dass es nicht so viel ausmacht. Vielleicht erwischen wir noch irgendwas, wo wir wieder ein bisschen Plusschaden kriegen. Dann haben wir einen Helm. Angriffstempo, Reichweite, minus eine Rüstung. Da ist sowieso schon wurscht. Angriffstempo, Reichweite, 8% Schaden zu Beginn der nächsten Welle erscheinen besondere Gegner. Ist das gut oder schlecht? Köder-Item. 8% Schaden. Zu Beginn der nächsten Welle erscheinen besondere Gegner. Ist es gut, schlecht oder geht so? Hallo? Tu es nicht. Nehmen. Lord Sid sagt nehmen, ich vertraue dem Lord Sid. Und ein Gummiberserker, dem vertraue ich auch schon lang. Würfeln. Handschellen. Nahkampfschaden, Fernkampfschaden, Elementarschaden. Deine Max-LP sind auf den aktuellen Wert begrenzt. Das ist ein Dreck. Rakete, 10% Schaden, Attack Speed. 10% Damage. Das sperren wir einmal. 10% Schaden ist viel. Und ein Igel kauft man. Nahkampfschaden, Fernkampfschaden. Der Igel ist teuer für das eigentlich. Aber nochmal rerollen bringt auch nichts. Ja. Gib ihm! Besondere Gegner, wo? Ich sag da gar... Okay. Ja, da waren die besonderen Gegner. Die haben so ein komisches rundes Maul. Dann muss ich da wohl mit einem Bleigeschoss hineinballern. Da war ein komischer Geist. Ja, jetzt haben wir wieder... Sind das die besonderen Gegner? Ich sehe keine besonderen Gegner. Welle 17, Kinder, Welle 17! Da ist der Fette! Der Fette! Oh nein, Zuckers! Da liegt ein Haufen Krieglump, das nehmen wir mit. Ja, nicht erwischen lassen. Level up, jawohl. Kriegen wir nächstes Mal Nummer. Da brauchen wir mehr Attack Speed! Schießt eigentlich da irgendjemand auf unsere... Baum! Oh, das war knapp. Oh, außer aus dem Weg. Wir haben noch 12 Sekunden. Wir bewegen uns in Richtung Mitte. Wir bewegen uns in Richtung Baum. Kiste. Oh. Ja. Und nochmal in Richtung Grün. Gute Runden, Birger. Stabil. Dreieck der Macht. 20% Schaden plus der Rüstung minus 2% Schaden bis zum Ende der Welle, wenn du Schaden erleidest. Hä? Heißt das? Dann habe ich halt plus 18 Schaden. Verstehe das richtig? Was ist das für ein dämliches Item? Also, das ist ein richtig gutes Item. Es ist aber dumm. Natürlich nehmen wir das. So, Technik, Max LP, Tempo. Reroll. Ah! Fernkampfschaden Elementar plus 45 Reichweite. Nehmen! Perfekte Sehkraft. Achievement. Reichweite über 300. Oh, Legendary MP. Rakete. Plus 10% Schaden. Nehmen wir auch mit. Igel. Jetzt nehmen wir den Igel auch noch mit. Was sagt man? Sonst haben wir eh nichts mehr. Los geht's. Schauen wir mal, wie wir ausschauen. Da geht's ganz anders. Schau dir das so. Das ist ja überhaupt kein Land mehr. Da kann ich mich da aufstehen. Ja, aber gut, wenn da herum nichts... Da stehe ich mich auf. Was willst du tun? Was willst du tun?
bang, 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 bang. Okay, sammeln wir lieber die Sonne. Vollidiot, Birger. Ah, nein, das ist der Flitter gerade cool. Oh, Kiste. Baum haben wir auch da. Den Baum haben wir auch. Den Baum haben wir auch. So, und dann sehe ich ein Bild jetzt mit Melee-Waffen. Und nicht waffenlos. Waffenlos ist ein bisschen schwieriger, habe ich festgestellt. Ein bisschen in die roten Dinger drin. Wie schafft man das jetzt? Wenn ihr das auch nicht mehr schafft, man das jetzt. So schaut's aus. Konzentration, Fokussen. Fokus, ist fertig. Ja, easy. Schüler, reiche Level 20. Wir sind mal Level 20. Was haben wir da? Max LP, Gegner-Temp. Nein, das nehmen wir nicht. Ich mag nicht, dass die Viecher noch schneller werden. Sag ich dir, was es ist. Na, 15 Leben ist auch geschissen. Wenn sie uns erwischen, haben wir sowieso hin. 12% Schaden, 45 Reichweite. Glück, nimm Schaden. Schaden! Raketenwerfer. Dann haben wir einen Gummiberserker. Rein damit. Oh, 3 Rückstoß. Kann man immer brauchen. Brand wird 10% schneller aktiviert. Nix da. Neuwürfe in der Schmopp. Materialien, das ist fern von Scheiß 5 zu vielen Gegner beim Absalben vom Material. Ja, nehmen wir auch mit. Neu würfeln. Nochmal Gift-Tonikum, Alter. Wir brauchen mehr scheiß Schrotflinten. Ich kann doch eigentlich auch mehr andere Waffen als Schrotflinten. Wieso kriege ich eigentlich keine Revolver mehr und nix? Was? Gift-Tonikum, Schlange. Der Baby-Elefant ist gut. Tja, Welle 19. Statt der blauen Shotgun. Das ist eigentlich eine richtig gute Idee. Anstatt der blauen Shotgun irgendeine Legendary andere Waffen zu nehmen. Da hast du natürlich recht. Vielleicht sollten wir uns mal noch ein bisschen mehr auf Waffen konzentrieren. Weil die, wenn auch noch alle rot warten, also Legendary-Status warten, dann darf man uns natürlich noch viel leichter. Ich bin ja gespannt, was in der letzten Wave passiert. Nein! Oh, leck, war das knapp. So, schnell sammeln, Leben sammeln. Ja. Tu den nicht um. Okay, chill. Kriegen wir schon. Fokussen. Chill. Ja. Haben wir schon wieder vorhin passt. Jetzt wird man nur fast drin gestorben, weil ich wieder das Maul nicht retten kann. Jetzt sind es aber noch mehr ganz Stückel Zagerwand 4, gell? Also so ist ja nicht. Oh. Angriffstempo minus 2 Schaden. Ja, nimm. So. Gift-Tonikum. Und jetzt wäre es natürlich geil, wenn wir noch irgendeine epische Waffen finden. Maus! Lebensabzug, 10% mehr Gegner-Minute. Ja, das ist gut, das brauchen wir nicht mehr in der letzten Runde. Jetzt wird es dann natürlich knapp mit dem Geld. Der Shuriken. Das ist halt Präzision, hässlicher Zahn, plus 12 Schaden. Ja, wir haben ja nichts mehr gekriegt. Wenn der Gegner getroffen sinkt sein Tempo um 10%, maximal 30%. Das kaufen wir jetzt auch noch, dass wir Gegner slowen. Und dann wird's das wohl gewesen. Spawnt einen kleinen Kerl, der langsam 10 Durchschlag-Blitzprojektile um sich herum verschießt, die jeweils 10 Schaden verursachen. Die Medizinpistolen anstatt der Schrotflinten kosten die 103. Und wenn wir den verwerten, haben wir 31 plus, das können wir uns nicht leisten. Tja, dann wird's das wohl gewesen sein. Los, Welle 20. Oh, der Boss! Wir haben einen Boss! Wo bist du denn der? Ja, Alter, woher soll ich nie das wissen? Okay! Ja! So ein Hurensohn! Woher soll ich das wissen? Ihr habt ja nichts gesagt, ihr Arschlöcher! Ich hasse euch alle! Ich bin maßlos enttäuscht! Und mein Tag ist ruiniert! Tschüss dann! Also, nur damit es ihr jetzt da mitkriegt. Der hat am Boden lauter so rote Punkte gespawnt, einfach ziemlich schnell. Ja, man braucht offensichtlich Movement Speed am Schluss, dass du da außerlaufen kannst. Schaden hat er gefressen ohne Ende. Achtung, rote Punkte gefährlich! Lord Sid, das kommt ungefähr 10-20 Sekunden spät. Der Bauer, Pro-Gamer angeblich. Für die glauben sie immer ruhig, Bauernsepp. So schaut's aus. Sagt der Speer aus, 10 Runden, ich mach die Hälfte mal fertig, du Huren! Und Rüstung. Ja, das ist jetzt sowas, jetzt haben wir alles einmal gesehen.
also mal ganz ehrlich gesagt, es ist so ein simples Spielprinzip, aber huckt so hart, dass es wirklich nicht mehr feierlich ist. Was haben wir jetzt da alles freigeschaltet? Haben wir einen Schreihals, also andere Potatoes haben wir halt freigeschaltet, mit anderen Werten, mit so anderen Startwerte und so weiter. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, dass man nichts freischaltet, was die in den nächsten Runden stärker macht. Also du bist im Prinzip in jeder Runde eigentlich gleich stark. Jetzt nach Welle 20 noch weiter. Ich hab da unten ja gesehen, da ist gestanden, es darf endlos weitergehen. Also du kannst endlos weiterspielen. Oder du machst halt den 20er fertig. Das wollte ich jetzt probieren, weil ich mir denkt, vielleicht schafft man es. Und dann machst du wahrscheinlich den Boss kaputt und dann hast du den nächsten Schwierigkeitsgrad freigeschaltet. Quasi Noob-Modus. Nein, das ist kein Noob-Modus. Das ist eigentlich zum Beispiel bei Vampire Survivors, was ein sehr ähnliches Spielprinzip ist, wenn nicht sogar fast genau das gleiche, ist es sogar Teil des Spiels. Weil wenn ich ganz ehrlich, wenn ich drüber nachdenke, dass da jetzt noch andere Schwierigkeitsgrade kommen und das noch ordentlich am Schwierigkeitsgrad anzieht, dann muss ich vielleicht schon sagen, wenn da nicht nur irgendwas dazukommt an Items, stärkere Items oder sonst was, dann wird's für happig. Dann ist das Spiel vielleicht ganz schön schwer. Muss ich vielleicht schon sagen. Aber ich find's nicht schlecht. Musik ist auch geil. Und jetzt sage ich euch was. Jetzt ist 10 nach 10. Jetzt werden wir uns noch kurz über die aktuelle Twitch-Situation unterhalten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Frankie Boy, merci für den Resub, Harmonawirt, merci, Schnurzelputzchen, Zitronenbaum, Uzi etc. und alle anderen. Dankeschön, bevor sich wieder alles schleicht. Es ist nun wichtiger denn je. Ab auf YouTube, wem's taugt hat, Like da lassen. Brotato, super. Kurzes Fazit nach 2 Stunden, super awesome Spiel. Bin hooked as fuck und bin mir sicher, dass ich das ab und zu mir offstream auch spielen werde. Wir können uns diese Spiele gern, wenn ihr Bock drauf habt, also dieses Spielprinzip, da gibt es ja mehrere Spiele. Ich habe jetzt nicht alle Namen im Kopf, aber Vampire Survivors haben wir auch noch nie in einem Stream gespielt. Das habe ich gerade kurz einmal hergezeigt. Das habe ich allerdings schon ein bisschen gespielt. Das ist nichts nice nicht. Dann gibt es noch Halls of Torment, ist was relativ nice. Es gibt mehrere sichere Spiele, die halt alles so Vampire Survivor like Sun. Die kennen uns alle, die machen unfassbar Laune. Ich sag das, wie es ist. Also auf Brotato bin ich gekommen wegen Vampire Survivors. Ist dasselbe ähnliche Spiel. Und auf Vampire Survivors bin ich gekommen, weil da letztes Jahr mal ein Hype durchs Internet gegangen ist und ich hab's dann beim Iceman Gold gesehen. Der TV schreibt, wenn du Level 20 überlebst oder den Boss killst, dann bekommst du bessere Items. Ah, okay. Dann wird dann sozusagen der Pool erweitert, welche Sachen aufploppen nach jedem Level und so weiter. Die dann stärker sind. Stärkere Waffen vielleicht aus der Schusswaffenkategorie und so weiter. Einfach ein neues Genre, das passiert nicht mehr oft. Das ist richtig, ja. Das passiert wirklich nicht mehr oft. Es hat bis 2021, 2022 gedauert, bis dieses Spielprinzip erfunden wurde. Und das passiert echt nicht mehr oft. Und ich halte es für grenzgenial. Es schaut so simpel aus. Aber vorher hat es gerade jemand geschrieben, das Theory Crafting darum, das Build Crafting rundrum ist unfassbar komplex. Das Spiel war jetzt eine Zeit im Early und ging jetzt vor kurzem quasi in die 1.0 Version. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe gemeint, das ist schon immer noch in der... Sicher nicht, Spiele haben doch typischerweise immer in der Early Access, oder? Immer. Also forever und ever. Herr Budak, merci für den Resub. Habe ich... Alle Twitchler gehen jetzt auf YouTube, lassen ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Like nicht vergessen, das ist wichtiger denn je. Wer die Glocke auf YouTube noch nicht aktiviert hat, ganz speziell von den Twitchler, sollte das tun. Ich habe etwas zu verkünden. Wer es noch nicht mitgekriegt hat, ab nächster Woche werde ich auf Twitch nicht mehr streamen. Warum? Weil mich Twitch nicht mehr lässt. Nicht mich persönlich, sondern, ihr wisst es, ich streame immer auf YouTube und Twitch gleichzeitig, seht man da im Chat. Und ab nächster Woche ändert Twitch die AGB so, dass auch Nicht-Partner, ich bin kein Twitch-Partner und wollte auch nie einer sein, genau darum, nicht mehr zeitgleich auf andere Plattformen streamen können.
Und da mir YouTube wichtiger ist und da nun mal der Großteil meiner Community sitzt und Twitch eigentlich eher so ein Nebending war, das mittlerweile auch ziemlich groß geworden ist, um Gottes Willen für meine Verhältnisse, gibt's ab nächsten Montag nur noch YouTube-Streams und Twitch nicht mehr. So leid's mir tut, press F für die Twitch-Ultras. Ich hoffe sehr, ich hoffe, ihr schaut's mir ja nicht wegen der Plattform, ich hoffe sehr, ich erwische euch weiterhin auf YouTube und ihr habt Bock dazu zum Schauen. Wir werden sehen, was draus wird. Und dann schauen wir mal. Der TC Dodgy schreibt, AAA Bierger doppelt muss Twitch ausmachen. Was? Wer oder was ist dieses Twitch? Ja, es gibt die YouTube Ultra. Ja, außerdem YouTube Ultras ist das neue Twitch Ultras. Der Ogauer Red schreibt, die Zeit vergeht sau viel schneller als bei anderen Spielen, oder meine ich das nicht? Ganz ehrlich, also so schnell ist es schon lange nicht mehr vergangen, gell? Wie viele Runden haben wir gespielt? 3? Oh mein Gott, ich sehe mich schon wieder die nächsten Tage da einsuchten wie ein behinderter Kruzifix. Der Martin schreibt, okay, das hat's doch vor Ewigkeiten schon gegeben, das Prinzip. Kennst du dich nicht mehr an die Browser-Games erinnern im IT-Unterricht? Sag mal einen Namen von so einem Spiel, das dieses Spielprinzip benutzt. Ich wüsste nicht eines. Wenn dir Brotato gefällt, dann kannst du auch mal Esse Proxy antesten. Das müsst ihr mal in Discord reinschreiben. Oder ich werde mich einfach selber mal damit befassen. Man muss sowieso jetzt da nochmal einen Genre-Namen für das Ding da sich einfallen lassen. Und dann gibt es ja mehrere Serien Spiele. Schauen wir mal, ihr habt Bock drauf. Sag ich dir ganz ehrlich, die Spiele sind schweinebillig. Ich glaube, Brotato kostet auf Steam, ich habe es auf Steam gekauft, 3,99 €. Das ist, glaube ich, gerade im Angebot. Und normalerweise kostet es 4,50 €. Also da ist wirklich nichts kaputt und es ist eine sehr kurzweilige Geschichte. Sehr kurzweilig und schön. Also Stufe 5 wird knackig, 250 Stunden Spielzeit. Das, ja, ob ich jemals so weit komme, bezweifle ich, aber ja. Was auch mega geil ist, ist Stick Fight the Game, vor allem zu mir. Birgit sagt, wirst du Starfield spielen? Selbstverständlich. Das wird das erste Spiel nach der großen Sommerpause. Da können wir mittlerweile auch mal drüber reden. Da ist auch bloß noch 4-5 Wochen hin. Wie jedes Jahr werde ich mir eine Sommerpause von der YouTube-Geschichte und ich werde mir auch so Urlaub nehmen, genehmigen. Da bin ich einen ganzen Monat nicht da, den ganzen August. Da ist es meistens sowieso schweineheiß. Alle sind im Urlaub, keiner hat Bock auf irgendwas. Dann nehme ich mir auch heraus, dass ich mich nicht her sitze und dann stream. Ja, ich bin auch bloß ein Mensch, ich brauche auch mehr Auszeit von allem, ganz wichtig. Und was mir auch macht, machen wir da mit zu, die gute Musik eigentlich im Hintergrund, gell? Jetzt pass auf, hab ich das Datum, wann ist denn der August? Der Dienstag ist der 1. August. Ich sag das, wie es ist, dann ist der letzte Stream ist wahrscheinlich, lass mich schauen, der letzte Stream ist der 2. August. Und der erste Stream ist dann der 4. September mit Blätschmerz und am Mittwoch, glaube ich, am 6. September kommt Starfield raus. Werden wir sofort natürlich Starfield suchten. Ich bin sogar fast guter Dinge, dass wir direkt nach der Sommerpause, kommt sowieso, ich habe euch mehr Streams versprochen. Vor allem Freitag, Samstag, so als zusätzlich. Wenn das passiert, dann kündige ich das immer im Discord an. Immer. Ich markiere da alle, ich habe einen extra Ankündigungschannel, das mache ich jeden Sonntagabend, irgendwann zwischen 6 und 9 auf die Nacht. Markiere ich alle, schreibe, was wir die Woche deren, wer noch nicht im Discord ist, ab dafür. Und wenn es einen Wochenendstream gibt, dann am Freitag oder Samstag oder wie beim Diablo-Marathon oder sonst irgendwas, dann kündige ich das an. Jetzt im Sommer, man sei mir nicht böse, wird es keine Wochenendstreams geben. Ich sage das, ich habe dann am Freitagabend habe ich auch was Besseres zum tun, als mir bei 40 Grad einer zum Sitzen und Computer zum Spielen. Ist aber auch schon immer so. Aber nach der Sommerpause werden wir natürlich, Starfield ist ein sehr langes Spiel, da gehe ich schwer davon aus. Und da werden wir in die ersten 2 Wochen sehr viel hineinspielen und damit man was davon sagt, ich meine, es ist ein typisches, wahrscheinlich, wir wissen es ja nicht, ein typisches Bethesda RPG, siehe Skyrim sagt die meisten was, Fallout sagt die meisten was, etc. Dann geht es am ersten Spieltag sowieso nicht, aber es ist wieder was anderes, wo man sehr viel Zeit verbringen muss. Und da werden wir ein paar Streams hineinstopfen müssen, damit wir ein bisschen was sehen. Also fertig spielen werden wir es wahrscheinlich nicht, weil das Spiel wahrscheinlich wieder so ein 150 Stunden Aufwärtsspiel ist. Aber wir werden sehen. Spielen werden wir es auf alle Fälle. Dann habe ich in Gedanken, dass ich mir eine PlayStation 5 ausleihe und mir Capture Card kaufe. Und wir werden
über den Winter, was heißt über den Winter, über den Herbst, ich sage jetzt einmal so, im September werden wir es nicht direkt schaffen, parallel dazu The Last of Us 2 spielen. Haben Sie daran Interesse? Ab in den Chat damit. Final Fantasy ist gar nichts für mich. Mit dem Universum in Final Fantasy kann ich nichts anfangen, da fühle ich mich immer so, als da die auf einer Pedolisten landen. Technofreak! Heute haben wieder ein paar neue Mitglieder dabei. Was ist da los? Technofreak, habe die ersten. Welcome to the squad. Ab in den Chat, habe die Ehre, Mr. Techno Dude. Harvey! Und danke für die Mitgliedschaft. God of War ist dann eventuell das zweite, wenn ich schon mal eine da habe. Aber ich glaube kaum, dass mir jemand seine Playstation über mehrere Wochen zur Verfügung steht und ich mag mir halt nicht wegen 2 Spiele eine kaufen. Nicht gleich wieder eskalieren und mir 25 Leute schreiben, ich leite meine Playstation, please don't. Wenn es ist, dann frage ich schon ganz konkret danach. Das ist bis jetzt nämlich jedes Mal passiert, wenn ich das so, oh ja, Fralli, ich leiste, mein ganzes Postfile geht in sämtliche Dinge über. Please don't. Danke für die Angebote, um Gottes Willen natürlich. Aber da finde ich schon jemanden, der mir die leidet und ich frage dann schon danach. Last of Us 2 fand ich besser als den ersten Teil. Ja, die Meinungen gingen da ja sehr auseinander. Ich habe versucht, mich so wenig zu spoilern zu lassen. Ich weiß eigentlich gar nichts von dem Spiel, außer dass es gut bewertet ist und umstritten ist. Wir machen uns eine eigene Meinung davon. God of War und Last of Us 2 war der Oberwahnsinn, tu es. Weiß jemand, was ist ein God of War? God of War 1 war auch geil. Wann haben wir das gespielt? Das ist schon wieder fast 2 Jahre her, Mann. Das war im Januar vor 2 Jahren. Was rede ich eigentlich von Januar, Alter? Es ist Juni. Gut, Juli. Pass mir auf. Ragnarök hat das geheißen, gell? God of War Ragnarök oder Rock? Ragnarök ist ja wurscht. Playtime, das findet ihr dann schon. How long is God of War Ragnarök? Main Story, 26 Stunden ist halt schon hart, Alter. Leckt mich am Sack, Mann. 25 Stunden ist halt schon hart, Mann. Ja, dann müssen wir mehr streamen, das hilft sowieso nicht. Weil außer was mache ich sogar Überstunden. Dann müssen wir an die Montage und Mittwoche länger streamen und am Wochenende zusätzlich streamen. Hilft nicht. Sonst kriegen wir die Spiele über Monate nicht fertig. Und ihr wisst es auch, wie es ist, nach dem 10. Stream will es keiner mehr sehen. 10 Streams bedeutet übrigens bei meinem Stream-Pacing 2,5 Monate. Selbst wenn wir aus die 2 Stunden Gameplay 3 Stunden machen im Schnitt dann so 25 Stunden für Noobs, oder? Es steht da 26 bis 30 Stunden ist so die durchschnittliche Main Story. Main mit Nebenquests sind es 40 Stunden und komplett sind so 50 Stunden, aber Completionist interessiert mich nie. So, jetzt sehen wir mal da, der Last of Us 2. Dauert halt auch 24 Stunden, die Main Stories. Und dann werden wir wieder ein paar Extras machen, da schauen, also wird es auch 30 Stunden dauern. Was im Schnitt 15 Streams sind, was im Schnitt 2 Monate sind. Bei der Last of Us habe ich über 50 Stunden drauf. Ja, das glaube ich schon, aber die Zeit haben wir im Stream nicht. Die haben wir nicht. Und ich mag auch nicht vollkommen übertreiben und jede Woche 4-5 Mal streamen mit 5 Stunden, weil dann habe ich nach 2 Wochen keinen Bock mehr und tue es gar nicht mehr. Ja, das Risiko mag ich nicht eingehen und da habt ihr mit Sicherheit auch keinen Bock drauf. So, jetzt langsam. Dragon Cry. Hättest du im Indie-Sommer mal Bock auf Bloons TD6, ein Tower-Defense-Game mit Affen, die Wellen von Balloons zermetzeln, viel Strategie und Skill-Builds? In Discord reinschreiben, das muss ich mir anschauen. Das muss ich mir anschauen. Wir werden jetzt am Mittwoch übrigens nochmal Aliens Dark Descent spielen. Da bin ich sehr überrascht, um ganz ehrlich zu sein. Da glaube ich, steckt sehr viel mehr drin, als beim ersten Mal anschauen zu sehen war. Werden wir sehen. Dragon Cry merci für den 5er. Uzi. Schaut einmal BattleBit. So, ist ein Shooter von 3 Leute programmiert, Minecraft-Grafik, aber überragende Reviews sagen, ist die Konkurrenz zu COD und Battlefield. Ach, wenn ich die Voxel-Scheiße schon wieder sehe. Wie ist das Ding? BattleBit Remastered. Ach. Na, Leute, seid's mir nicht besser, aber ich kann mit dieser Grafik nichts anfangen. Mit einem Shooter kann ich auch nicht mehr so viel anfangen, weil sowieso alles bloß umeinander gecheatet wird. Und jetzt ganz ehrlich,
welcher YouTuber hat denn das Spiel pusht, dass das 24.000 Reviews hat? Wer war's denn? Irgendjemand war es, hundertprozentig. Das ist doch schon ewig in der Mache, oder? Und es hat keine Sau interessiert. Naja, ist ja wurscht. Frodo, merci für den Euro. Was ist mit Papers, Please? Oder Contraband Police? Contraband Police kenne ich nicht. Warte mal. Contraband Police. Das. Ich denke auf die Schnelle nicht, was das ist. Übernimmt die Rolle seines Grenzschutzinspektors in einem kommunistischen Land in den 80er Jahren. Schmuggel, Korruption und Fälschungen sind hier an der Tagesordnung, sei wachsam und verdiene dir den Respekt deines Vorgesetzten. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Was haben wir da noch gehabt? Bloons TD. Let me have a look. Bloons TD. Bloons TD 6, okay. Quietschige Gummigrafik, aber das ist ja nicht so schlimm. Aber das schaut schon sehr kindlich aus, muss ich sagen. Was? 230.000 Bewertungen? Ist das ein Handygame? Gibt's Handy-Steam? Mit Mobile Games? Der Techno-Freak Birger, was sagst du denn zu Metal Gear Solid? Metal Gear Solid geht immer, aber nicht mehr im Stream, außer es da ein Nice Game und das wird nicht mehr passieren. Und Darkest Dungeon kann man tatsächlich mal spielen, vor allem als Zwarer, das schaue ich schon lange an. Das ist auf alle Fälle auf der Liste. Das ist eins der besten Tower-Defense-Spiele. Ist es der Ernst, Sprengi? War das jetzt gerade Ironie oder Ernst? Ich kann leider das Emoji nicht interpretieren da. Car VR-Spiele mehr, Birger, wie geil. Nein, im Sommer schon gleich 5 Mal nicht. Da mir erinnert jetzt schon so vom Hirn aber. Bloons CD6 ist aber endgeil. Ja, um Gottes Willen, du, wenn 230.000 Bewertungen mit sehr positiv da drin sind, dann muss ja irgendwas dran sein. Aber ich sehe schon, je weiter dass ich die Beutel durchtue, desto komplexer und desto größer wird's. Ja, kann man sich mal anschauen. Kann man sich mal anschauen. Das ist, wenn dann sogar das beste Tower Defense Game. Okay, so krass gleich. Community Gaming in LOL. Also ihr werdet mir nie wieder in meinem Leben League of Legends spielen sehen. Das Einzige, was man mit da kannten, ist, man kann mal TFT spielen. Ist jemand da, der Teamfight Tactics spielt? Ist jemand da, der Teamfight Tactics spielt? TFT genau 2 Stunden gespielt. Ja, das dauert ein bisschen, bis man drin ist. Ich brauche auch, jetzt ist halt gerade wieder eine neue Season angefangen, ich brauche bei jeder Season auch ewig, bis ich wieder drin bin, weil die wirklich alles umbauen. Aber ansonsten super simples Spielprinzip, easy to learn, hard to master. Super geiles Spiel. Letzte Season habe ich mir auch einen Hyper-Rang erspielt, also im Prinzip Diamond. Spontan Diablo? Na, Diablo ist bei mir jetzt erstmal durch. Jetzt warte ich, bis die Patches kommen, ich warte, bis die Season kommt, Mitte, Ende Juli, und wenn sie so dumm sind, ja, die ganzen Neulinge in Diablo 4 jammern alle umeinander, wie muss ich in der Season von vorne anfangen? Jetzt hat Blizzard schon angekündigt, dass die Season-Items im Eternal Realm verfügbar sind. Dann muss ich sagen, für was spielen dann eine Season, seid ihr behindert, Leute? Wenn's das jetzt verkacken, Blizzard, dann will ich lästig. Dann komme ich Diablo 4 wieder genauso schnell am Arsch lecken, wie ich am Anfang begeistert war. Sag ich dir, wie es ist. Der Schakalaka schreibt, Birger, ich hab so viele Leute auf dem Tollboot in Minga gesehen mit deinem Merch. Richtig geil. Wenn es einer verdient hat, dann du. Sieh meinen Hut, herzlichen Dank. Dann weiß ich zumindest, wo ich nicht hinfahren kann, ohne dass ich mehr Ruhe habe. Einfach Kalista kaufen und Herausforderer zusammenbringen, Birger, dann bist du wieder Profi in TFT. Ist Kalista so stark? Ich probiere mich gerade an ich habe noch nicht mehr auswendig im Kopf, wie die Trades heißen. An die Zauberertypen und an Lehre. Lehre und Zauberer, das klingt ganz witzig. Aber gut, Spiele gängen uns nicht aus, wir haben ja immer was zum tun. Und jetzt ist es schon wieder halb 11, jetzt schleichen wir uns davon. Friends of the Sun. Das Allerwichtigste ist, mir auf YouTube Like da lassen und die Scheißglocken aktivieren. Dann kriegt ihr eine kleine Benachrichtigung aufs Handy oder halt eine Notification halt einfach, wenn ich live gehe. Ab nächsten Montag gibt es nur noch YouTube-Streams, aber weiterhin wie gewohnt, Montag, Mittwoch, 20 Uhr. Und wenn es einen Sonderstream gibt am Wochenende, dann kündige ich das bei mir im Discord an.
Ab nächster Woche streame ich nicht mehr auf Twitch, weil ich nicht mehr darf. Nicht ich persönlich, sondern Twitch verbietet allgemein in seinen AGB, die sie zum 1. Juli ändern, dass man auf 2 Plattformen gleichzeitig streamt. Und ich mag natürlich das Risiko nicht eingehen, dass wir da bannen, weil irgendwann braucht man vielleicht den Twitch-Kanal mal als Ausweichkanal, wenn YouTube mal irgendwas ist oder was weiß ich. So. Und das zweitwichtigste ist der Sonntag-Ruhetag, da hast jetzt du recht, Strapse. So, und jetzt gehen wir ins Bett. Leute, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wer hätte gedacht, dass Bro... Ich hab schon den ganzen Tag ein bisschen Angst gehabt, so, ja, Bro Tato heute, hoffentlich ist das erstens Shit zum Zuschauen. Ich weiß nicht, ob euch sowas taugt. Zweitens, hoffentlich macht das länger Spaß wie eine halbe Stunde und 2 Runden, weil sonst kriege ich einen Vogel. Und dann schaue ich auf die Uhr, ist 3 Minuten vor 10. Das hat ja nicht ganz sauber, Kruzifix. Savaranus! Ja, kriegst du nochmal die Tröte rein, damit das Biergerin aus dem Bett raushebt. Die liegt wahrscheinlich eh schon drin. Hast du einen neuen Drehknauf am Mikro? Nein, aber das tue ich doch schon immer. Ich frage mich nicht, warum, das kann ich nicht bleiben lassen unterm Schmerzen, dass ich da immer umeinander tue und zudrehe und mich wundert sehr, dass der Schramm noch nicht ab ist, damit ich einen Mikrofonständer brauche. Aber gut. So, Küsschen aufs Nüsschen, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für die ganzen neuen Mitglieder. Ab in den Chat noch, Sovaronus, habe die Ehre, welcome to the squad, danke für die Mitgliedschaft. Frodo, merci für den Euro, Uzi, merci für den Euro. Dankeschön für alles, Dankeschön fürs Zuschauen, Like nicht vergessen, wir sehen uns am Mittwoch 20 Uhr mit Aliens Dark Descent, da bin ich gespannt, wie es da weitergeht, wenn wir mal ein bisschen mehr Stress reinkommen lassen, wir werden sehen. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit, das war ein richtig cooler Stream heute, der hat richtig gut getan. Die Erwartungen waren ein bisschen niedrig, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber Bro Tato ist super geil und super awesome. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Danke für die ganzen Donations, danke für die ganzen Resubs, danke für die ganzen neuen Mitgliedschaften, danke für die ganzen alten Mitgliedschaften, danke für verfickte Scheiße nochmal alles und jetzt verpisst euch. Hashtag Strapse, Hashtag Bruderkartoffel, Hashtag. Wie du das schreibst, überlegst du selber. Bis Mika 20 Uhr auf die